Bitte sag mir, dass es einfach funktioniert, weil sonst kriege ich schon wieder einen Vogel. Warum zur Scheißhölle installieren ich diese behinderte Streamlabs-Scheiße? Zack! Gang ich schon wieder! Bitte sag mir, dass es einfach geht. Streamlabs. Okay, ich höre mich selber, ich sag mich selber, das ist gut. Warum installiere ich Streamlabs-Scheiße? Ich bin Streamlabs, ich habe jetzt ein OBS-Plugin. Ja, wenn ich auf Stream starten drücke, geht einfach irgendein Fenster auf. Irgendeins. Wie? Soll ein Stream auf einem Mongo? Ja, nö. Destination wo? Was für Destination da? Hab ich ausgehört, du Trottel. Sag ja, na. Sag ja, Gott. Bevor Imi zu früh freut, spust du das Show oder ist das April-Scherz? Das ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Herr Kabala, jetzt wieder ein Resub. Kabala ist etwas am Start. Eins nach dem anderen. Erst einmal. Harvey! So, wie den Stream jemals beendet, weiß ich nicht. Der steht beendet automatisch. Wenn auf einmal mittendrin der Stream weg ist, dann weiß ich nicht. Bin ich einfach weg. Keine Ahnung. Dragonzap, merci dir. Timmy Boy, du warst wieder zu früh. Merci für den Euro. Du warst sogar zweimal zu früh. Zweimal merci zu dir daheim. Pumpedüse. Herr Wolter, jetzt wieder ein Resub. Beide 26 Monate dabei. Ich glaube, der Julian und der Leon haben eine und dieselbe Person. Glaub ich. So, jetzt pass auf. Jetzt scrollen wir da erstmal durch. Wieso kann ich nicht? Ich kann jetzt im Chat auch nicht mehr scrollen. Möchtest du mich jetzt nur noch verarschen, du Scheißbehinderung? Was ist das? Was ist denn das? Tu das Ding weg! Tu es weg! Wo ist jetzt das Stream? Was? Streamlabs, was machen Sachen? Ich hab keine Ahnung, was ist denn für ein Behinderung? Oder ohne Scheiß, Streamlabs hat halt einfach irgendein OBS-Plugin rausgeschissen. Ich hab mich drüber gefreut und hab mir gedacht, ja, vielleicht gehen dann Donations endlich einmal besser und nicht eine Viertelstunde später. Ja, dafür geht's sonst nichts mehr! Herzlichen Glückwunsch, Timo Beck, merci dir Eisscheib, merci dir Löwenzeit, habe die Bürger, bin gespannt, was das Spiel kann und nebenbei Darts schauen, Haselbacker, Haselbacker, ja genau. Haselbecker Bier, Herr Beck, merci für den Resub, Timmy Boy, Bierger, es ist April, du weißt, was das heißt. Nein, weiß ich nicht, Schluss. So, kriegst du mal einen Haufen rein. Habe die Ehre an den Mr. from Bavaria, an den Rainer Umfang, an den Fahrer, an die Tammy oder den Tammy, das wissen wir nicht, an den Julemax, an den Bandelgramm, an den Agrartechnik, an den Mike, an den Switch, an den Forest Quad, an den Schnutschi. Jetzt haben wir, wie viele Switchies haben wir jetzt da langsam? Ich kann Stecker nicht mehr aus. An den Dragon Cry, merci dir übrigens für dein, ich glaube 5er war's. Die Liste ist schon so lange, dass ich nicht weiß, wo ich damit. An das, ich sage aber jetzt, das Sumsel wird. Der Luke! Da war ich, Kerl! Luke! Welcome to the squad. Kuss auf den Bus. Passend zum heutigen Thema. Nein! Hallo! Leerzeichen, Hallo! Leerzeichen, Ich Leerzeichen, stich dir ab! Leerzeichen, 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 Wo steht du Leerzeichen, 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 Leerzeichen. Ja, merci dann halt. Was weiß nicht, was ich da dazu sagen soll. Ansteher du. Timmy Boy, merci. Dann merci den Resub. Kuss auf die Nuss. Gibt der Free Frank in neu. Aber die Ehrebahn kommt April. Gibt kein April. Ich hab keine Zeit für April. Ich hab das ganze Wochenende lang am Sperren angebaut. Ich sag das einer. Ich hab dermaßen Progress gemacht. Mir überhaupt nicht wissen, was das ist, Schmerz. Ich habe von einem neuen Projekt geschmatzt. An dem ich werkelt. Und zwar wirklich von in jeder freien Minute seit über 2 Wochen. Ich baue mir eigenes Spiel. Und da bin ich sehr zufrieden. Ich bin ziemlich gut gelaunt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn das dem Rage-Level entsprechend nicht so ausschaut, aber es ist so. Das haben wir nicht gemacht! Wer ist jetzt das wieder? Der Lohnunternehmer! Warum nennt man es in Lohnunternehmer-Ecken? Merci dir, Kuss auf die Nuss, Schluss jetzt! Welcome to the Squad, ab in den Chat, aber der Eckinger, aber der Lucky, weil der Wien macht diese Kackfrisur. So, Selbstspieler, jetzt startet ein Vorkammerdiesel und los geht's. Du weißt ja keine Ahnung, was ein Vorkammerdiesel ist. Ist da Pumpedüse drin? Keine Ahnung. Kann man den auf die Bühne auf und runterfahren? So viel man will. Weiß ich nicht! Hat der 40.000 PS? Weiß ich nicht! Wer hat irgendwas vorgelesen? Habe Drittchef, Frau Ostern, wie geht's denn? Dank der für alles. Herr Cybergamer, Sie bedanken sich bei niemandem. Kuss auf die Nuss. Wir waren überhaupt treu. Ich weiß nicht, der Julian. Oder einfach Zufall. Man munkelt. Herr Wolter, vielleicht ist es auch Zufall. Man munkelt tatsächlich. Klangen 2 Wochen überhaupt noch. Am Freitag vor 2 Wochen habe ich angefangen. Wo Raid?
Ich hab so dermaßen die besten April-Scherze jemals gemacht. Ich hab mich selber ausgespielt, ich weiß nichts mehr. Ich hab keine Zeit für so einen Scheiß jetzt! Ich muss Spei bauen, verstehst du mich? Verstehst du mich? Vielleicht zeige ich dir heute noch so No Runner ein bisschen was her. Bisschen Progress. Ein Progress, was da überhaupt draus wird und so weiter. Einer da wahrscheinlich wieder ein paar dabei, die gar nicht wissen, ich hab nichts mehr gesehen, ich war nicht da. Ja, dann bist du selbst schuld! Was ist da wieder los? Der eine will mich! Und dann der Michael Mitchell. Jetzt kennen sie bald wieder überhaupt keinen Schwanz nicht mehr aus. Der eine Michi ist aus NRW und der andere, der Mitchell, ist aus Micha. Ich mag nicht mehr töten. Ja, bitte zweimal ein Habe die Ehre an den Michi. Merci für die Mitgliedschaft. Danke dir. Sebi, merci für den Resub. Tobi, merci für den Resub. Cybergamer, merci dir. Julian, merci für den Zwickel. Maxi! Junge, sind wo ist das? Wo ist der 24er hin? Schreibt das hier aus benannt, Maxi 1. Wo ist der hin? Wieso hab ich den nicht gesehen? Weiß ich nicht, hab ich dir irgendeine Scheißdreck erzählt wahrscheinlich. Was weiß ich denn, Maxl? Kuss auf die Nuss, merci dir, 24 ist 2 und du weißt es. Du weißt es! Da gibt es Sebi. Na. Du wo ast was Kim MD? Schmidtbauer Main Pause Pause. Nein, jetzt ist Schluss. Nein, Nico Sepp. Der ja mal wieder eine Schuhe, weil er das weiß ich nicht, aber 25 sind 2. Alles über ein Zügel 50 ist 2. Alles drunter ist der Feiz am Bilden. Nico, merci dir. Nico, das ist zu viel, Dankeschön. Ich wünsche euch erst einmal frohe Ostern. Habt ihr ein schönes Osterwochenende gehabt, habt ihr einen schönen Feiertag gehabt. Ich hab den ganzen Tag nichts davon rein in der Früh bis vor einer Stunde am Spiel umeinander gewirkt. Das heißt, wieder 10 Stunden heute reingewucht. Ich sag das, da geht's zu überzahlen. Leider ist ja langsam, passt, wenn Sie haben eine Frage. Was ist eigentlich mit dem Flocki seinem Vortanzen geworden? Das muss der Flocki selber erzählen. Das kann ich nicht in der Öffentlichkeit sagen. Nein! Nein! Ich stich dir auf! den Beat utz 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 Es war ein gutes Lied! Kubala sagt, das hört man was Wort raus! Das hört man was Wort raus! Nimm's auf, schick mir Sounddatei, laden wir's auf Spotify in meinen Musikkanal. Das war gut, oder? Und wir nennen es liebevoll Utz. Utz, Alter. Utz, Brudi. Kubala Sepp. Die Ansage hat's letztes Mal schon gegeben. Was soll ich sagen dazu? Ja, der Typ kennt nichts außer rein eskalieren. Ich weiß auch nicht, was ich sagen soll. Merci dir. Das ist der Arschloch. Wen habe ich jetzt übersehen? Nochmal Michi, welcome to the squad. Nico, merci, Bassmann, merci, Sebi, merci. Gesichtsgerätschen, Geld für den Fettnäpfchen, aus Internet. Sollte eigentlich 4-stellig werden. Da kann aber mehr damit anfangen als du. Kubala Sepp, nochmal merci dir, das ist zu viel und du weißt es besser als alle anderen wahrscheinlich, aber es ist einfach scheißegal. Mike, merci für den Resub, der Visa, merci mit der Feier, Alter. Was ist der Unterschied zwischen einem Kühlschrank und einem Arschloch? Ich werde schon voll und ganz auslesen, aber wenn du das nicht ganz schreibst. Der Kühlschrank furzt nicht, wenn du das Fleisch rausholst. Ja, du weißt es, aber es ist nicht. Wünsche einen schönen Stream. Weißt du, was ich so asozial anhört, Dro? Das Fleisch aus dem Arschloch holen. So richtig geil. 2 Monate abgelaufenes Stickel Hackfleisch. Das ist so richtig anreidig grau, schon kurz vor braun, so grau ist so. Oh, leg da heute der Hips tatsächlich, oder? Wenn ich schnell auf! Ah, der Feinder, du Assi! Sumselgut, merci, Maxi, merci, Downlimit, merci. Leute, Dankeschön. Ist ja gut jetzt, Alter. Okay? Ist gut. Es ist Punkt 10 noch. Leute, wir spielen jetzt Snowrunner. Ich sag das, wie es ist. Ich werde ein paar Fragen beantworten, weil ich ein paar Mal im Chat, im Discord und sonst wo dieselbe Frage gekriegt habe. Warum Snowrunner und nicht das neue Mudrunner? Weil Mudrunner einfach schlecht bewertet ist. So einfach sieht die Geschichte aus. Sonntagmann! Taxigast zum Taxifahrer. Hätten die auch noch Platz für den 6er Bier und Kartoffelsalat? Fahrer! Na klar, Fahrgast, okay. Herr Sonntag, Tag, schöne Grüße noch ins Frankenland. Habe ich mir mittlerweile schon gemerkt, da muss ich hingerissen, hat's geheißen, wenn du daherkommst. Dankeschön. Kuss auf die Nuss. So, jetzt pass auf.
Es ist Punkt 10 noch. Machen wir da jetzt zu. Eigentlich schon zweimal jetzt versucht, das Spiel zu starten, aber irgendwie geht alles zu, bloß kein Spiel nicht auf. Heute ist schon wieder ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag. Ich habe mal jetzt hätte ich fast mein Bip, mein Rassismus-Bip vom Tisch oben getreten. Das ist Schreibtisch! Gut geil! Was? Ich kann nichts lesen. Wo ist der Gurkel? Wo ist Gurkel? Da ist Gurkel. Vorher hast du ein Bier alle. Wünsche ich ja. Kuss auf die Nuss. Danke dir. Street Rider, welcome to the sport. Was ist denn heute wieder? Gibt es heute wieder Mitgliedschaften umsonst oder muss das Ostergeld irgendwo aussehen oder was ist der Plan? Verstehe ich nicht. Ich versteh's nicht! Hey, finally, das Space auf. Das ist mir ganz was Neues. So, jetzt pass auf. Haben wir natürlich in weiser Voraussicht einmal das Gamepad hergekriegt, weil bekanntermaßen ist mit der Tastatur auch da vorne im England schon. Timmy Boy! Schluss jetzt! Du hast gesagt, im April, der also jetzt mal, fuck, ja, da bin ich selber schuld. Timmy Boy, merci dir. So, haben wir es jetzt dann, was ist denn das wieder? Sag selber! Wie macht der Diesel Wir waren nicht, oder du tauchst nicht einmal da in der Listen aus. Ach, was ist denn mit euch? RT und Schene Krias aus Salzburg. Haben wir jetzt mal so Schlaganfall. Was ist denn? Uts. Ja, beim Zwickel lest das nicht vor. Ich lese da vor, Flip Frankie. Uts. Jetzt kommt ihr daher, Alter. Kann man es jetzt ein bisschen haben? Prag für die Woche. Dobry den aus Prag für die Woche. Ja, in Prag existieren eh nix. Aber ist der 100er bei mir ganz gut aufgekommen. Leute, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Jetzt ist Schluss. Und zwar auf der Stelle, weil sonst kriege ich einen Schlaganfall. Es ist jetzt Schluss, okay? Können wir mir jetzt bitte anfangen zum Spielen? Gott, jetzt kommt der Austrian da hin. So, nach dem Austrian werden jetzt der Lörz ausgemacht. Es ist so. Ich weiß nicht, was mit euch ist. Ich frage mich seit 5, 6 Jahren, was zur Hölle mit euch ist. Was ist mit der Caro? Was hast denn du wieder im Namen drin stehen? Pimmel-Emojis oder was ist da los? Merci für den Zwiegel. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Cybergamer, merci dir. Caro, merci dir. Oh, da ist ein Pommes, oh, das ist Pommesgabel. Oder die Pommesgabel. Pommesgabel mit Kackloch-Stimulator ausgefahren. Kuss auf die Nuss. Foxy, Bier gespielt, Solo Snowrunner, Rage Incoming in 3, 2, 1. Hey, für was anderes habe ich nicht angefangen, ist klar. Du wirst die Schlammpiste in Michigan lieben, wir werden sehen. Übrigens, erst kam Mudrunner, dann Snowrunner, dann Mudrunner Expeditions, was ein anderes Genre ist. Ach so. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. So, Austrian, zu dir sage ich auch nichts. Ich weiß nicht, was das heute wieder soll. Ich will jetzt ausschalten, da kann ich mir das ganze Monat irgendwo hinlegen und schlafen. Ich weiß nicht, was heute wieder für ein Schlaganfall bei einer hat. Warum ich jetzt da keinen Eskalationsrage ansage an den Austrian mache, sollten die meisten wissen. Weil der Austrian, der war schon da und hat mit dem goldenen Rahmen umeinander geschissen. Da ist der Kubala-Sepp noch mit dem Holzschwert um einen Christbaum rundum. Ah, so einfach ist das. Austrian, merci, Rest, merci, Richie, merci, Napoleon, merci, Fox, merci, Caro, Cybergamer, Flea, alle. Schluss jetzt! Alert Sounds aus, halt die Schnauze, ich flippe aus mit dem... Was ist das? Was ist das? Spacken! So. Weißt du, was mir der Soundtrack erinnert? Erinnert, ist wichtig. Irgendwie ein Transport Fever 2. Das ist alles so Country-mäßig Zeug. Snowrunner! Ich sag das, was ist. Ich hab keinen Dunst, was Snowrunner so wirklich 100%ig ist. Aber ich glaub, nimm mal eine Karre, baggelt Schund drauf und dann bringst von A nach B. Und zwischen A und B ist ein Haufen Klump. Und macht mir das Leben schwer. Darum werden wir ein bisschen, schauen wir mal, was passiert. Und warum wir das heute spielen. In Uncharted 4 hat es eine Passage gegeben mit so einem Offroad-Jeep oder was auch immer das war. Wo Trucker Caps? Was habe ich nicht? Was habe ich nicht? Uncharted 4 war wir.
Hat uns eine Offroad-Karre gegeben und so weiter und haben wir da durch Glätten gefahren und das hat unerwartet viel Spaß gemacht. Und dann haben wir gedacht, hey, weißt du was? Schauen wir uns mal Snowrunner an. Ich hoffe, dass wir da durch Glätten fahren. Warum heißt das eigentlich Snowrunner? Ich sehe keinen einzigen Flockerl Schnee. So, da sind wir nun. Ich darf gar nicht lange umeinander. Ausnahmsweise passt einmal der Game Sound und bloß mir nicht da, vor, das ist gut. Mit Lenkrad, ich habe leider kein Lenkrad. Ich bin normalerweise überhaupt nicht der Rennfahrer. Ja? Ich bin überhaupt nicht der Rennfahrer. Bibel fährt mit seinem Kieberl von A nach B. Nico, Schluss jetzt, merci dir. Deswegen habe ich natürlich kein Hardware-Lenkrad. Ich nehm... Oh oh. Irgendwas schäbert da drin. Ah. Ja, das macht Sinn. Wo ist die zweite hin? What? Okay. Aber dann müssen wir umso mehr aufs Kabel vertrauen. Kann man sich auch mal... Gibt's Akku-Packs für die neue Xbox-Controller? Ich weiß es nicht. Komm, hör mir auf. Neues Spiel, fang an jetzt! Neue Kampagne, neues Spiel Plus. Wieso kann ich da schon irgendwie Plus machen, aber ich noch gar nicht gespielt habe? Der Hard Mode hört sich gut an. Der Hard... Dies ist ein spezieller Spielmodus für alle Spieler, die schon viel Erfahrung gesammelt haben. Ja, da sehe ich mich doch! Und ihre Fahrkünste und logistischen Fähigkeiten ausweiten wollen. Ja, sicher! Hallo! Logistiker-Chef! Beachte bitte, dass du dich in eine unlösbare Situation begeben kannst und das Spiel eventuell neu starten musst. Im Hard Mode sind die Spielregeln grundlegend anders. Du zahlst für Sprit und Reparaturen, das ist wie im Real Life. Du zahlst für den Fahrzeugeinsatz, ja, das ist wie im Real Life. Du zahlst für die Bergung, das ist wie im Real Life. Du zahlst für jede automatische Frachtbeladung, ja, das ist wie im Real Life. Wie im kleinen Jamatma-Hab-Dippi sag, hey, Alter, jetzt mach doch mal die Sackel-Zielsteuer da hinten auf, du Trottel. Dann sagt er auch nicht, ja, freilich mach heute for free. Du kannst keine Anhänger und Tieflader, du kannst keine... Ja, Entschuldigung. Ja, da kannst du mit meinem Bierbing anhalten. Da krieg ich ins Auto rein. Nimm mit deinem Anhänger. Ja, Entschuldigung, ich kann keinen Anhänger. Was? Also, zweite Zeile verkaufen. Komm, hör mir. Ja, ich kann keinen Anhänger heute einmal. Trucks und Ausrüstung werden für halben Preis verkauft. Ja, sicher. Mit einem scheiß echten Auto. Das kommt frisch aus dem BMW-Werk. Sobald die Reifen den Boden berühren. 80.000 Euro, 1 Meter, 6.000 Euro. 2 Meter, 50.000 Euro und da bleibt's dann. Und eine Woche später kannst du es wegschmeißen, das Ding. Anzahl der Versuche beim Wettkampf ist begrenzt. Ja, das ist wie im Real Life. Du kannst die Tageszeit nicht ändern. Tja, sie hat sich gestern geändert. Fast wie im Real Life. Standorte mit der benötigten Fracht musst du sehen. Ja, weiß ich nicht. Sollen wir mal voll in den Hardcore-Mode hinein, oder was? Oh, der Mr. Pfister schreibt, macht das nicht. Dann machen wir es natürlich. Nein, machen wir natürlich nicht. Mach Kampagne jetzt halt einmal den Platz 1 und fang an jetzt. Gib ihm. Da, hier, Black River, Michigan, USA. US in fucking E. So, da sind wir nun. Willkommen in Michigan. Das ist aber nicht sehr snowig, muss ich sagen. Vielen Dank für deine Beteiligung an den Bergungs- und Wartungsarbeiten nach einer verheerenden Flut. Bei der Reparatur der eingestürzten Brücke benötigen wir sämtliche verfügbare Hilfe. Es ist die einzige Verbindung zum anderen Ufer. Aha, das glaube ich nicht. Dann miete heute einen Hubschrauber, du Kackfrisur. Als erstes benötigst du einen Wachturm. Wie Wachturm? Auto fahren möchte! Um dir einen Überblick zu verschaffen. Danach musst du einen Truck finden, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke benötigten Materialien zu transportieren. Sobald die Brücke repariert ist, kannst du deine erste Werkstatt aufsuchen. Aha! So. Ein bisschen ein Problem haben wir. Moment, die fahre mal aus dem Bildschirm. Yes! Ja, ich verdecke natürlich wieder das Hard. Ja, aber es ist nicht so wichtig. Ich werde euch ständig auf dem Laufenden halten, was kaputt ist und was nicht. Also ich denke mal, das sind Damage-Indikatoren. Da sehe ich Reifen kaputt, hier Benzin kaputt, Motor kaputt, Schaltung kaputt, weiß ich nicht, Feder kaputt. Und Benzin, ja Benzin, genau, und wie schnell dass wir fahren, oder was ist denn das da? Länge pro Meter, oder was? Keine Ahnung. Was ist das da? Allradantrieb, Handbremshammer? Was, muss ich da schalten? Du möchtest mir jetzt nicht erzählen, dass ich da schalten muss, leck mir am Arsch. So, okay, X, okay. RB, Handbremse lösen. Was ist, glaube ich, der RB? Okay, RT, Motor starten, Gas. Oh, schon wieder Motor. Oh, was ist das? Als erstes solltest du immer die Umgebung auskundschaften. Drücke Select, um die Karte zu... Was haben wir okay, da ist der Wachturm. Deine aktuelle Mission wird immer hier angezeigt. Ja, den gelben Pfeilmarker, den hat keiner... 1 Liter pro Minuten. Ja, das ist mein Benzinverbrauch. Jetzt haben wir es verstanden. Ich habe nicht gewusst, dass die Angabe Liter pro... Was fährt denn der mit Heize? Der Reaktor findet zunächst den ersten Wachturm. Okay, kann ich den markieren irgendwie so? Ich bin in einem Chevrolet CK 1500. Ja, ich werde schon was down gekasten. So,
Markiert ist das Ding, glaube ich. Karten, kann man da zoomen irgendwie. Ah! Was habe ich jetzt wieder da? Ah! Okay. Dann kommen mit die Trigger-Buttons. Ich darf halt gerne aus, das ist so voll weit weg, der scheiß Wachturm, der ist ja viel netter da. Grutzeefix. Da kann ich markieren, wo wir sind. Das ist eine gute Map, da sieht man ziemlich viel. Okay, das sind grobe 600 Meter. Die fahren wir hin, So, dann komme ich da wieder raus. Okay, so. Gas. Gib mir gleich mal. Alter, das Ding hat überhaupt keinen Grip. Was ist mit dem? Damit lenken. Oh, der Radstand bleibt, wie er ist, oder wie? Okay. Ja, muss er sich da jetzt in die Letten einfahren, oder was? Bist du besoffen? Da wollen wir sauber. Kameraführung, leg mir am Arsch. Was? Boah, wieso muss ich da? Ist das der Ernst jetzt da? Tu mir. Was? Fahren, Lastgang. Beim Fahren in Raum, Gelände kannst du in den Lastgang wechseln. Was weiß ich, was ein scheiß Lastgang ist, Alter. Ich kenne einen Lastwagen. Dadurch wirst du zwar langsamer, bleibst aber auch nicht so leicht stecken. Halte LB und bewege R nach links. Und lass uns zu aktivieren. So, warte mal. Ah, da kann man schalten. Was ist das da? Das ist der Rückwärtsgang. Ist das der Rückwärtsgang? Tatsächlich. Okay, dann müssen wir. Oh mein Gott, Lastgang! Ich weiß nicht, was da tut, der Lastgang, haben wir mir Autoschrauber da. Wo ist Lastgang? Da geht ja gut, da geht überhaupt nichts. Da gibt Vollgas. Wir brauchen übrigens gerade 2 Liter pro Minute. Weiß ich nicht, zieh ich da meine Tankstelle hinten an, oder was ist da los? Da geht ja gar nichts. Da schalten wir wieder in den normalen Gang. Leg mir am Arsch mit deinem Lastgang. Hier. Fahren! Allradantrieb! Den Truck verfügt über Allradantrieb. Der Allradantrieb erleichtert das Fahren im Raumgelände, erhöht aber auch den Kraftstoffverbrauch. Aha! Halte LB und drücke X in den Allradantrieb zu. Wo Allrad? Muss man so aktivieren. Oh, da werden sogar die Achsen noch gesagt. Hier, Hinterradl, Vorderradl. Hier, gib ihm! Schau, jetzt geht er mit dem See! Schalte in einen anderen Gang als den Lastgang. Ich habe einen anderen Gang als einen Lastgang. Wo ist Lastgang? Wenn du im normalen Gelände unterwegs bist, dann schalt mir jetzt mal wieder einen Lastgang ein. Da brauchen wir 2,5 Liter pro Minuten! Mann, ich saufst du! Brauche ich da noch einen Lastgang? Ich weiß nicht, ich sehe da keine Letten mehr. Seht ihr da Letten? Oh nein, das war die Handbremse, Entschuldigung. War die vielleicht vorher noch aktiviert? Ihr seid der Scheiß. Da fällt ja überhaupt nichts. Da fahren wir mir links. Wieso fahre ich eigentlich da durch Letten? Fahre ich einfach da. So, Lastgang aus. Nein, Handbremse nicht rein. Was ist jetzt? Das hat mir keiner gesagt, dass das ein matschiger Untergrund ist, du Huren. So, wieder Lastgang hinein. Allrad an, gib ihm. Ah, das ist aber nicht schön. Gell, wenn der normale Boden sagt, ja, Alter, guck ich da den ganzen Tag mit 5 km/h durch die Weg geschickt. Sag ich das richtig? Da brauche ich 2 Stunden für die 600 Meter. Gib ihm. Da fahren wir volle Kanone, fahren wir mit da durch. Volle Kanone ist, also, sag mal. Sag selber. Mach Ego-Perspektive. Wie machen wir eine Ego-Perspektive? Wie tun wir nicht? Oh, ich hab die Handbremse rein da. Wie tun wir eine Ego-Perspektive? Oh! Du tut, Motherfucker! Möp! So, gib ihm! So, Redfall da habt ihr ein Lenkrad. Wer war das wieder? Oliver! Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss, merci wieder Mitgliedschaft. Ab in den Chat, habe die Oliver! Du lasst aus! Wie lasst aus? Ich lass aus! Oh, schau hin, da geht der Mips. Ja, wann muss ich denn ein Lastding rein tun? So, schau hin, jetzt müssen wir wieder normal. Hier, Allrad aus! Brauchen wir nicht! Ich sehe da einen Scheißdreck! Scheißdreck sag ich! Oh, müssen wir auf die Map schauen. Nein, nicht auf die Map schauen. Wo ist denn der Radstand? Ich sehe keinen Radstand. Was tut der mit den Händen da? Bist du besoffen? Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen! Bremsen mal! Wo ist denn Bremse, Alter? Wo ist Brems? Da hab ich bloß eine Handbremse. Das ist ein Witz, oder was? Ja, jetzt warte mal. Jetzt machen wir so. Zeig mir das vielleicht irgendwo. Ach, da ist die kaputte Brücke. Ja, ich verstehe schon. Ja, ich verstehe schon. Kriegen wir schon. Da müssen wir da weiter. Gib ihm! Auto 2 von 5. Ach, das ist automatische Gangschaltung. Ja, gut. Ich verstehe schon. Gib ihm! Scheißkorn! Sag mal, was ist das für eine Straße, wo ich einfach nach links rutsche und am Fahren? Was ist denn das wieder? Gravity Zero! Keinerlei Grip! Scheißkorn! Oh shit, was ist da? Ah, okay, der linke Trigger ist bremst. Das ist gut für uns. Scheiße, müssen wir jetzt da links durch die Letten durch! Okay, komm, hör mir auf! Was ist da? Da ist der Billabong! Welcome to the Squad, Kuss auf die Nuss. Ab in den Chat, aber der ist der Billabong. Wenn er mitmacht, ist Pumpedüse von unten raus.
Handkerchief, kannst du Akku-Packs kaufen, passen für neue und alte Controller MFG, ihr Consolero. Was für alte? Ich hab glaube ich nur irgendwo ein Akku-Pack von meinem alten schwarzen Controller, den wir bei Fall Guys zerstört haben. Oder wo haben wir den zerstört? Weiß ich nicht mehr. Weiß ich nicht mehr. Ist mir aber auch wurscht. Merci für den Hinweis, Handkerchief. Bei deinen Fahrten wirst du auf unterschiedliches Gelände treffen, darunter Straßen, Sand, Schlamm, Daimam, tiefen Schlamm, Daimam, Wasser, rutschige Felsen, Schnee, Eis und Daimam. Nur die erfahrensten Fahrer mit gut ausgerüsteten Fahrzeugen können jedes Gelände meistern. Solltest du Zweifel haben, dann weiche der Gefahr lieber aus. Weitere Informationen zu den unterschiedlichen Geländetypen und Daimam findest du im Burgermenü. Okay. So, bremsen. So, das war dumm. Schaut er mich an, als müssen wir da entlang. Ha? Das ist mal ein Rückwärtsgang ein. Da müssen wir uns ein bisschen dran gewohnen. Das mit der Schalterei, da will ich noch nicht sagen. Oh, hier, rückwärts! Rückwärts, geduldet! Bremsen! Nein, nicht Handbremsen, Entschuldigung! Dann tust du mal hier schalten. Da kannst du gleich meinen Allrad ummachen. Das sehe ich von da. Du, das sehe ich von da. Gib ihm! Ich sehe nichts. Okay. Da gehen wir schon weh. Da gehen wir. Gib ihm! Fahren wir mich nicht gerade, wir haben ja zum Letten durchgefahren gekommen und nicht zum Straßensperren kaputt machen. Leck mir am Arsch. Also, geht's da überhaupt weiter? Ja, ja. Ich mach ja durch Letten durch, ey. Muss man wieder hochhören. Kompletter Kartenmodus. Mir wurscht. Oh, von der anderen Autos, hä? Nein. Oh, Wachturm rechts. Haben wir schon unterwegs, schei. Yeah. Tankstelle. Du kannst deine Trucks hier oder in der Nähe eines anderen Fahrzeugs betanken, das Kraftstoff transportieren kann. Auftanken ist kostenlos, ebenso wie Daimam und Reparaturen. Versuche möglichst oft zu tanken. Aha. Wo fahren wir jetzt da hin? In die Zone hinein? Da, Allrad aus! Nein, nicht die Hand bringt, du Vollidiot. Nein, nicht Rückwärtsgang. Wie tut man Hand? Wie tut... Mann, das ist eine Schaltung. So, hier Tankstelle X. Kraftstoff, 8 Liter. Rein in den Kübel. Achso, und das kostet jetzt quasi nichts. Haben wir mir... Was tue ich da eigentlich? Was tue ich da eigentlich? Wir gehen aus der Ego raus, danke. Der Simato hat nämlich recht, geh bitte aus der Ego raus, ich kotze gleich. Schließe mich an. So, Pumpedüse links rum, oder was? Muss ich da in die Letten hinter? Ja, das ist immer ganz gut. Wenn das Scheiß, Hauptsache ich weiß ununterbrochen, wie mein Auto heißt. Dafür sehe ich nicht, wo ich hinfahren kann. Herzlichen Glückwunsch allen Beteiligten, die das Speck gemacht haben. Links rum muss ich jetzt gleich. Okay, da fahren wir rein. Da fahren wir mir in die, da düdeln wir mich rein. Da düdeln wir mich rein. Brauchen wir noch ein Allrad? Freilich brauchen wir wieder ein Allrad. Was ist denn da los? Schicklinger, halb dritt, Oliver, jetzt mit dem 15er. Schön, wenn man noch nicht in der Arbeit ist und hier zuschauen kann. Immer geil anzusehen. Hier, Tröte, Pumpe Tröte. Oliver, merci dir. Uzi, erster Tipp war in der ersten Dono so. Erstens, ABD nur ausmachen zum Spritsparen. Okay. Zweitens, leicht versetzt zur Straße ist oft nicht so matchig. Okay. Drittens, wenn Reifen durchgehen, runter vom Gas oder Low-Gang. Ja, wir schalten den selber in einen Low-Gang. Das werden wir dann scheiße finden. Alles ohne ABD ist ein Scheiß aus. Was ist ABD? All-Wheel Drive. ABD, alle werden dumm. Alle Würstchen 3. Was ABD ist schon Allrad, oder? Allrad! Ist es ein Allrad? Schalten ein Allrad. Ich mag ja durch Kletten fahren, das gefällt mir. Das gefällt mir. Schau hin. So, gefährliches Wasser. Wie gefährlicher Wasserstand. Das haben wir ein Problem. Du hast mal ABD. Ich glaube, Houston, wir haben ein Problem. Low-Gang ist der Lastengang. Achso. Dann müssen wir jetzt... Da steht Lastengang. Ich weiß nicht, was ein Lastengang ist. Was ich weiß, ist, dass meine Reifen durchdrehen mit Sau. Lenken wir mal ein bisschen links, rechts. Da schon hin, gehen wir schon durch. Haben wir schon durch. Hier, Lastengang, raus. Lastengang, raus, Allrad an. Und gib ihm. Gib ihm dreckig. Pumpedüse, auf die Hebebühne. Schwarz mal, weiß ich nicht. Einen sauberen B-Turbo und Kartone. Geht ihm schon was, schau hin. Haben wir schon da? Beachte den Wachturm vor dir. Da zuckt der Speer in der Hosen für jeden ACDC-Hörer. Ja, jetzt bist du her. Ich rieche. Uzi, merci für die Tipps übrigens. Lisa, danke für den Resub. Kuss auf die Nuss. Gut gemacht. Du hast deinen ersten Wachturm entdeckt.
Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Ah ja, das Far Cry-Prinzip. Für die Reparatur der Brücke benötigst du ein größeres Fahrzeug für den Materialtransport. Öffne die Karte, um einen Blick auf deine Umgebung zu werfen. Mission: Finde einen Truck, der in der Lage ist, die für die Reparatur der Brücke benötigten Materialien zu transportieren. Was für Materialien brauche ich denn für die Brücke? Eine Brücke? Steine? Nägel? C4? Keine Ahnung, was? So, drücke Karte öffnen. Okay. Ah ja. Okay. Hier ist ein Truck. Jeder entdeckte Wachturm enthüllt weitere Teile der Karte. Der Nebel verdeckt wichtige Objekte wie Missionsziele, Upgrades und Fahrzeuge. Warum ist da ein Sägewerk? Was kann Sägewerk, Bad Sägewerk? Weiß ich nicht. Was ist das da? Der Britschenanhänger. Da sitzt ein Mann drin und die von dem Späße alle und schleudern sich gegenseitig an. Das Stadtlager, was haben wir da? Nur ein Britschenanhänger. Ich weiß nicht, was das soll, aber Britschenanhänger klingt mal gar nicht so verkehrt. Ja, okay. Also auf alle Fälle schalten wir mir da Stickel für Stickel die Map frei. Was kann man platzieren durch Drücken von RT-Markierungen auf der Karte um dein Ziel. Das heißt, ich kann mir da meinen Weg selber zusammenklicken. Sage ich das richtig? Das schaut gefährlich aus da. Das der mal. Da fahren wir oben. Freilich fahren wir mit da oben. Stehe wie scheiß Freunde. Fahren wir mit da her. Fahren wir da her. Fahren wir da her. Ja, mit dem Controller halt in der Map umeinander aimen. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt da hinfahren muss. Fahren wir erstmal zum Truck. Wir brauchen einen geeigneten Truck, hat's geheißen. Und dann da her. So, säge ich das jetzt da in Game oder wie läuft das? Säge ich da irgendeinen okay, ich säge zumindest Wegpunkte. Okay, ich werde noch sehr oft Handbremse einschalten. Das ist wie mit dem Healing bei The Last of Us. Ja, so, hier, Rückwärtsgang, zurück gegondelt, Gang rein, gib ihm. So, der hintere düst mir. So, jetzt weiß ich aber jetzt schon wieder nicht mehr. Da kann man Wegpunkte abfahren, super. Das ist ja super. Aber das klicken wir lieber mit der Maus. Wo ist der Riesenstor von meinen Hosen? Schau, dass jetzt da aufgefasst. Das ist ja total kalt. Das scheiß Ami-KW kann aber überhaupt nichts. So, jetzt passen wir an. Was mich allerdings sehr. Das schaut nicht gesund aus, was wir da jetzt vorhaben. Geronimo! Ich bremse einfach. Was passiert, wenn ich die Handbremse eintue? Ja, na gut, dann machen wir einen U-Turn. Das ist natürlich nichts. Ja, volle Gas, volle Kanone, Hobby, was möchtest du denn? Komm, sind wir schon unterwegs, da fällt sich hinter von nichts. Kann da so ein Ding kaputt gehen, wenn ich Vollgas im Boden einfahre? Ja, jetzt, Freund! Was ist denn jetzt passiert? Oh, wir haben ein bisschen Steuerbord. Steuerbord hängt! So, ein bisschen abseits da davon düdeln. Ist mir geraten worden. Passt. Schaut ja wieder gefährlich aus. Gefährlich. Achtung! Hätte ich mir spektakulärer vorgestellt, so wie das ist. So, bremsen! Wieso habe ich jetzt gehupt, oder? Skulls! Jetzt wieder Mitgliedschaft, kommst du auf die Nuss. Aber in den Chat habe ich die Skulls wieder mitgemacht, diese Handbremse. Spaßhandbremse. Von Unteraffen. Pumpedüse, Bi-Turbo, Kartonik gespeist. Affe auf die Hebebühne, soll der Sepp mal die 5er Nuss bringen. Jetzt hast du die Mutter da angekriegt! Jetzt. Ich hoffe, dass wir da. Wir schon aufgekommen. Ja, mir ist geraten, wenn ich soll Offroad fahren. Hier, kann man besser fahren als geheißen. Was passiert, wenn ich in den Baum fahre? Das ist nix. Die schöne Birken. Oh, Stein, oder nie was gefeiert, weg mit dem Schund. Sehr schön. Ja. So, wenn das keine 1A-Fahrt war, dann weiß ich es auch nicht. Drück mal den Like-Button jetzt so trocken. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf der befestigten Straße vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Optionen. Ja, ich habe aber bis jetzt noch nichts anderes gesehen wie Offroad-Straßen. Wenn du damit fährst, solltest du Sümpfe und tiefen Schlamm meiden. Um in den Truck zu steigen, öffne das Funktion Truck wechseln. Oh, leck mir mal auf dieses. Da müssen wir kurz da rumgehen. Truck wechseln, Anhänger entfernen, bergen, nachtanken. Ich bin ein bisschen Winde anbringen. Wo, wie? Funktionen, wo kann ich da Winde anbringen? Geb Winde. Ich kenn da. Das ist doch der einzige Truck, den ich hab, oder nicht? Hat da bloß irgend so einen komischen Ding da? Alle nehmen den Truck. Oder kostet das einen Truck braucht? Packen wir den Kiwi da sauber im Trailerpark. Ja, links. Und dann müssen wir das Ding wahrscheinlich anschauen, Motor abstellen und dann Truck wechseln. Dann kann ich da. Also das hätte man auch schöner machen können, gell? Aber damit kann ich leben.
Gut, es ist zwar nicht der beste Track für diesen Job, einen Versuch ist es wert. Die Firma Steel River Township wartet darauf, dass du die Brücke reparierst. Aufträge wie diese findest du im Kartenmenü. Okay. Kartenmenü. Jetzt werden wir wahrscheinlich zum Sägewerk. Aha. Ist das da gelb markiert, weil ich da hin muss, oder was ist der Plan? Was ist der Plan? Okay. Öffne zuerst den Menüpunkt Aufträge. Wo? Menüpunkt Auftrag. Wo? Wahrscheinlich da oben irgendwo Aufträge. Steel River Township. Okay. Hier kannst du eine Liste mit potenziellen Auftraggebern in der Region Michigan einsehen. Sie bieten dir Aufträge an, die mit ihrem Metier zusammenhängen. Lass uns sehen, was Steel River Township zu bieten haben. Gewähren ihm die Bude. Renovierung der alten Brücke. Einige Aufträge sind gesperrt. Lies dir in diesem Fall die Beschreibung des Auftrags durch, um herauszufinden, wie er freigeschaltet werden kann. Den schauen wir uns jetzt so. So. Okay. Um diesen Auftrag zu erfüllen, musst du 2 Missionen in der vorgegebenen Reihenfolge abschließen. Nimm den Auftrag mit Rechtsklick an. Aber was muss ich machen? Belohnungen haben wir dann auf. Das ist da über mir. Stahlträger mal 1, Lieferung zur alten Brücke. Holzplanken 2. Okay. Okay, wir haben ein Sägewerk. Wissen wir, wo das Sägewerk ist? Das wissen wir. Sägewerk da. Ach, da oben ist das vielleicht im Stadtlager dann, oder gibt es sogar Stahlwerk. Alte Brücke. Da haben wir hergekommen. Upgrade! Upgrade hört sich gut. Ja, dann werden wir wohl wahrscheinlich fahren wir erstmal zum Sägewerk. Machen wir zum Sägewerk. Oder weißt du, wir machen eigentlich viel schlauer. Wir fahren erst auf. Ich gehe jetzt einmal davon aus, da gebe ich Pimmel umeinander pimmelt. Wird schon passen. So. Zusätzliche Markierungen sind aufgetaucht. Die in der Stadt verweist auf das Lagerhaus, wo die angeforderte Fracht einsammeln sollst. Die Markierung unweit der kaputten Brücke verweist auf deinen Zielstandort. Lass uns einen Blick in das städtische Lager werfen. Achso, das hat das verschiedene. Oh, leck, gibt's so viel Zeug. Okay, wir kriegen die Map. Map ist schon krass. Wie wirft man da einen Blick hinein? Verfolgung stoppen, Neustart. Was ist. Na? Dürfen wir nicht weiter im Leben? Was man denn mit. Kann ich da vorher reinschauen, was drin ist im Stadtlager? Oder wie läuft der Hase? Aber es ist so, als ich soll zum Stadtlager fahren, auf alle Fälle. Oder? Ich nehme an. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann 2 Frachtslots transportieren. Mission: Finde die Materialien, die für die Reparatur der Brücke und liefere sie zur Baustelle. Ja, wer sich dann wahrscheinlich im Stadtlager, oder kann ich das vorher anschauen, was drin ist? Aber wahrscheinlich werde ich wieder hinfahren. Hey, wer wurscht jetzt? Da fahren wir mich hin. Da tun wir jetzt hier Motor starten. Brumm, brumm, Motherfucker. Da geht's gleich ganz anders zu. Oh, Handbremse brauchen wir nicht, Funktionen schließen brauchen wir auch nicht. Das ist mal, nein, kann ich da nicht schalten. Wieso kann ich da nicht schalten? Schaden anzeigen? Wie Schaden anzeigen? Ach, ich bin da nicht in dem Funktion. Ja, ich verstehe schon. Verstehe schon. Gas geben wird. Gas geben wird. Voll rein in die Letten. Da bleiben wir jetzt erstmal stehen, dass wir sich auf Eis singen und dann ist alles gut. Dann müssen wir überhaupt hin. Ja, zoom ein wenig langsamer, ich schlaf gleich ein. Grüezi, fix nochmal. Machen wir es ganz einfach. Machen wir es so. So. Klangt ja grob. Startlager, daher und dann rein in die gute Bude. So, easy. Ah, jetzt gib ihm. So, wo müssen wir hin? Hätten wir gleich links abhauen können, du Zipfe. Oh, die Kurven, die kriegen wir mir nicht. Da müssen wir jetzt erstmal. Oh, da kann man das lassen zoomen. Das ist gut. Oh, da gehen wir hinter auf. Handbremsen rein. Wieder, nein, in den oberen Gang. Ah, das kann ich so einfach. Jetzt warte mal. Linkskurven. So, jetzt gib ihm. Nein, Handbremse wieder aus. Was ist denn da jetzt wieder? Mr. Matthew! Moin Birger, wollte einfach mal Danke sagen für alles, was du machst. Du hast selbst, wenn mir alles schwerfällt, ich dennoch überall deine Videos laden kann, bist einfach der Beste. Schluss jetzt mit den überdimensionalen Todes-Donations. Was ist jetzt schon wieder? Früher Ostern, Mr. Matthew, nichts zu danken. Kuss auf die Nuss. Schluss mit diesen Beträgen. Ich weiß nicht, was da heute schon wieder los ist. Merci dir. Das ist zu viel und du weißt es. Ich darf den Scheißdreck auch machen, wenn du es jetzt nicht da jetzt. Und zu allem anderen, was mir nicht so geht wahrscheinlich. 10 zusammenbeißen, durchgedrescht. Leicht gesagt, schwer getan. Ich weiß! Aber was soll ich machen? Soll ich sagen, interessiert mich nicht. Das Fahrzeug eigentlich schon fertig runtergeladen. Ah!
Nicht rückwärts. So, gib ihm. Alter, der Karren braucht 7 Liter in der Minute. Spitzt der. Der hat ja gar kein Allrad. Okay. Haben wir schon Vollgas, Lebergas. Jetzt bin ich gespannt, ob sich das Auto dann anders verhält, sobald Ladung drauf ist. Ha? Wenn wir sauber in Kletten eindüllen können jetzt dann. Hier, Gaserstreifen. Im A-Gang auf der Bremse bleiben, dann fährt er zurück. Das stimmt nicht. Der tut nur so. Achso, jetzt geht's auf einmal. Achso, ja, das macht Sinn. Okay, danke für den Tipp. Das nimmt natürlich ein bisschen die Immersion des Schaltens. Muss man auch dazu sagen. Ich sag schon am Dach mit der Ladung. Was? Wer hat am Dach mit der Ladung? So, jetzt müssen wir langsam einkehren. Das schaut nicht gesund aus. Das schaut nicht gesund aus. Ah, die lenkt, Alter, das Ding lenkt. Da ein Wendekreis wie ein Bus. Das ist ein Bus. Oh, das ist ein Schlagloch. Das ist ein Schlagloch. Mit denen kenne ich mich aus. Oh, nein. Nicht alle rechts sein. Vor mir haben wir im Diners vom Matthew drin. Da, gib ihm. Wo kann ich jetzt da reinfahren? Ah ja. Okay. Gib ihm. Haben wir schon da. So, hey! Ich brauch Ladung! Stopp, Bench, einspiel. Oh! Stahlträger! 2 Slots! Ausgewählte Fracht kann auf unterschiedliche Art und Weise verladen werden. Automatische Verladung bietet einfachste und schnellste Möglichkeit, Fracht ohne den Einsatz eines Krans aufzuladen. Ich mag jetzt sofort einen Kran. Vorladerampe, was ist die Vorladerampe? Ich mag sofort mit dem Kran. Ich mag sofort einen Kran ausprobieren. Habe ich da jetzt einfach Stahlträger hingeladen, ohne dass ich gestanden bin, oder wie verstehe ich das? Naja, it is what it is. Au! Zu wenig Platz. Schließen. Was haben wir jetzt da eigentlich? Schon Stahlträger. Stahlträger 0 von 1. Lieferung Altenbrücke. Nochmal, Fracht verwalten. Wir haben doch da 2 Slots. Wir brauchen doch bloß einmal Stahlträger und einmal Holz. Vorderladerampe, zu wenig Platz. Truck 2. Denke daran, dass jede Frachtgut einen anderen Umfang hat und eine bestimmte Anzahl Slots benötigt. Wir können das wieder entladen. Oh, Leistungsgewicht ist da oben in T-Gang. Hab ich gesehen, Haltbarkeit ist nur gleich, Spritverbrauch ist genau gleich. Naja, wird schon passen, werden wir schon rausfinden. Leute, der Hardway! Stopp! Erstmal einen Weg planen. Wo müssen wir jetzt? Müssen wir zur ganzen Brücke wieder da oben fahren? Bist du besoffen oder was? Uzi, Schluss jetzt! Tipps, die dritteln A-Gang auf Bremse bleiben für Rückwärtsgang. Haben wir gerade gehört. Den R-Gang brauchst du nur für die Diff-Sperre rückwärts. Was eine Diff-Sperre rückwärts ist, weiß ich nicht. Merke, die Winde ist dein bester Freund und jetzt Holz fürs Carport holen, auf geht's. Ich weiß nicht, wo Holz holen. Im Sägewerk. Beim Sägewerk halt, oder? Und Holz beim Sägewerk je ein Platz. Nimm einen Hänger mit. Einmal Stahl, 2 Mal Holz brauchst. Wo sägen das gleich wieder? Da säge ich das, gell? Renovierung der alten Brücke, einen Stahlträger und 2 Mal Holzplanken. Also muss ich sowieso 2 Mal fahren. Zuerst zum Sägewerk. Ja, ich bin doch jetzt erst zum Stahlwerk gefahren. Du brauchst Hänger. Wie Hänger? Ja gut, dann holen wir uns einen Hänger. Wo ist der Hänger? Gib mal, ist das der Hänger? Das ist doch kein Hänger. Jetzt fahren wir mal da außen und der Hänger ist da hinten. Ah! Das Ding gibt ja Vollgas. Was ist da los? Anhänger. Du kannst Anhänger, die du in der Wildnis findest, ankoppeln und je nach Bedarf verwenden. Anhänger werden über das Funktionsmenü angehängt. Sollte dies nicht möglich sein, kann es dafür mehrere Gründe geben, wie die Entfernung zum Anhänger, der Annäherungswinkel oder fehlende Ausrüstung. Um einen Anhänger anzukoppeln, musst du dich im Fahrzeuge... Ach, da ist der Anhänger schon. Hier. Das machen wir so. Truck wechseln, Anhänger entfernen, das macht überhaupt keinen Sinn. Da werden wir erst nicht da ohne fahren müssen, nehme ich an. So, nochmal zurück. Neuer Anhänger entdeckt. So, Britschenanhänger. So, da ist der Mammonier Cousine drin. Schau. So, Anhänger entfernen, Fracht entladen, Fracht entfernen. Mensch, nicht was probieren. Ich kann dort Fracht nicht entfernen. Sehe ich das richtig? Auswahl entfernen. So. Dann lassen wir mir noch mal neu ein.
Wie kann ich jetzt den Anhänger da kapern? Tu mir Auswahl verlassen, Truck wechseln, Motor abstellen, Anhänger entfernen. Ritschenanhänger. Der ausgewählte Anhänger wird ohne Entschädigung entfernt. Wenn der Anhänger in einen Quest eingesetzt wird, muss die Quest nur gestartet werden. Nein, nicht. Ich möchte ihn nicht entfernen, ich möchte ihn anhängen. Wie soll ich den anhängen? Da ist ein Zaun davor, guter Mann. Mit der Anhängerkupplung ran, du Trottel. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht, aber wie soll ich das machen? Wie soll ich das da einrangieren? Ich bin kein Lastwagenfahrer. Gut, gehen wir wieder raus, probieren wir es. So, jetzt fassen wir mal so hin. Ja, stopp. Fassen wir so, ja, andere Richtung. Fassen wir so hin. So, stopp. So, da tüdeln wir uns schon durch. Kann man den Zaun nicht mehr rauffahren. Will mir per sagen, dass da keine Abzüge gibt. So, jetzt! Oh, nein, falsche Taste. Winde anbringen! Brauchen wir nicht. Anhänger ankoppeln! Easy! So, und jetzt gib ihm. Was kann ich jetzt mit der Fracht da? Haben das schon Holzbredel? Sehe ich da irgendwo, das sind noch Ziegelsteine oder was ist denn da oben? Fracht entladen. Schaden anzeigen. Fracht entfernen. Ich brauche da bloß Holz. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich sag das, was ist? Fracht entfernen. Was haben wir da? Auswahl entfernen. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Stahlträger. Na, was ist denn das für ein Kackmenü? Auswahl entfernen, Auswahl entfernen. So, jetzt ist der Karren leer. Ja, super. Okay, das passt. So, da gehen wir raus. So, rückwärts mit dem Anhänger fahren wird nichts, Kinder. Da müssen wir jetzt betten, dass wir da um die Kurven kommen. So, ja, das geht schon. Scheiße mal auf den Zaun. Ja. Also so mit rückwärts fahren hat es sich erledigt. Rückwärts Anhänger fahren kann ich nicht. So, Frachtverwaltung. Ja. Truck hat 2 Slots, der Anhänger hat 2 Slots. Wir können nicht, da wird mir jetzt angezeigt, ich krieg 2 Stahlträger, oder? Ich hab 2 Slots Stahlträger, aber der scheiß Stahlträger braucht wahrscheinlich auch 2 Slots, weil die haben ja lang. Ja, reinladen! Reinladen und jetzt ab zum Sägewerk. Und da holen wir uns Holzbalken. Das ist der Plan. Wolfried, was ist mit dir eigentlich? Riesenbeträge, ja! Der Witwe zum Pfarrer. Ich möchte meine Frau auf dem Bauch liegend begraben lassen. Warum denn das, mein Sohn? Sollte sie nur scheintot sein, gräbt sie nach unten. Ob ich kurz braucht. Wolfried, das ist zu viel und du weißt es. Herz jetzt bitte auf mit der krassen Rumdonaterei. Es ist absolut utopisch. Mike, merci dir. Seit heute darf man ja das gute Zeug raus. Evelyn erklärt das einiges und im Dreck spielen hat schon immer Spaß gemacht. Mike, das ist richtig. Das ist ein Strahlträger, der braucht 2 Slots. Ach so. Das heißt aber auch gleichzeitig, wir brauchen ja einen Stahlträger, der braucht 2 Slots. Okay, ich hab's verstanden. Ja, hab ich schon verstanden. Und Holz braucht wahrscheinlich bloß 1 Slot und da können wir 2 mitnehmen. Ja, das darf Sinn machen. Flipfracky, hey Chef, tu mir den ersten Gefallen, fahr an einen Zaun und hup mal. Warum? Wenn ich noch mehr einen Zaun sehe, fahr ich ohne. So, Route planen, Kinder. Wie fahren wir da? Ich glaube, wir nehmen die gute Straße. Oder gibt's keine gute Straße? Das ist schlecht für uns. Wie fahren wir jetzt da am Dümmern? Wir kommen doch da niemals durch die Läden durch. Dann fahren wir da, wo wir herkommen haben. So, ab zum Sägewerk. Und jetzt gib ihm. Pumpe Düse. So, ausholen. Straßenschell. Haben wir ein bisschen angekratzt. Entschuldigung, mein Fehler. Und jetzt dann? Okay. Mit Schwung geht alles. Das kriegen wir schon. Da schwingen wir mir einen Anhänger nach Dingelfing. Schwingelding. Langsam, wir machen nichts kaputt. Wenn wollen wir schon gescheit spielen. So gut es geht. Fahren wir bei den Amis fahren wir doch auf der linken Seite, oder nicht? Na, wo war das? Fahren wir bei den Amis auf der linken Seite? Ich weiß nicht. Die fahren einfach auf beide gleichzeitig. Licht! Ah! Wir schalten ein Licht ein. Funktionen. Anhänger, Motor abstellen, Tragwechsel, Anhänger entfernen, bergen. Wo schalten das Licht ein? L, B und B. LB und B. Wow! Was Fernlicht?
Nice. Ganz stark, ganz stark. So, und jetzt durch die Scheißdrecksläden. Gib ihm. Wird schon passen. Ja, geh besser mit dem kleinen Scheiß-Aus-Truck. Wie ist denn das wieder physikalisch möglich? Sag mal. Da fährt man, wo Platz ist. Ah, gib ihm. Ah, das geht da. Steuern Sie butterweich. Butterweich. Schau hin. Butterweich. Der Anhänger, der leidet ein bisschen hinten, das muss ich sagen. Der leidet ein wenig. Oh, du mich bremsen. tu mich schauen jetzt da. Tu mich langsam. Ja, da fahren wir jetzt ein bisschen dummerweise, tu mich langsam. Das hat jetzt gescheit puppert, das ist nix. Wir können ja die scheiß Brücke nicht mit verbundenen Stahlträger bauen. So nicht. Ja, jetzt wird's zack. Es wird zack. Wir gehen in Ego. Wie gehen wir nicht Ego? Da, so gehen wir in Ego. Wir gehen in Ego. Oh, ich muss einkehren. Oh shit, jetzt haben wir die Scheißen da. So, können wir. Auto wenden. Ja, das kann ich einen Schulterblick machen. Tatsächlich kann ich einen Schulterblick, das sehe ich ganz viel. Geht der Rückspiegel? Oh, der Rückspiegel geht tatsächlich. Einscheren, Vollgas, komm. Oh, Zaun angefahren. Was? Macht Hupen mit dem Zaun kaputt, sehe ich das richtig? Stark! So, Sägewerk, bitte beladen. So, Frachtverwaltung. Wir kriegen Holzplanken, braucht einen Slot. Wir haben noch 2 freie Slots. Laden, wie zu wenig Platz. Oder muss ich da... Na, den mag ich nicht schauen. So, muss ich da mit dem Anhänger einfahren, sehe ich das richtig? Was mal? Oder muss ich das... Ach, ich muss einen Anhänger auswählen. Okay, schauen wir mal nach hinten. Braucht 1 Slot, 2 Slot. Wunderbar! Haben wir es schon hier? Ja, haben wir es schon. Das ist Wahnsinn. Oh, nein, das wollte ich nicht. Wir fahren hinten aussehen. Da fahren wir durch, wo wir... Oh, das wollen wir mich wirklich da durchfahren, wo wir gekommen sind. Ich weiß nicht, durchs Wasser. Sollen wir das wirklich auch? Freunde, nehmen die kurze Strecke. Haben wir nicht so Gaudi da. Die warten aufs Graffi. So, dann müssen wir da her. Das ist gut für uns. So, wieso geht jetzt Map? Achso, geht schon. Was ist jetzt? Ruckelhausen, Alter! So, volle Gas, Lebergas. RB, Anhänger, ja, hab schon. Dankeschön für die Tipps. Kinder, Kuss auf die Nuss. Dankeschön für die ganzen Donations. Das ist halt leicht aus dem Ruder gelaufen schon wieder. Ich weiß nicht, was das soll. Und warum 1500 Leute drin sind, das weiß ich auch nicht. Aber wenn der alte Mann mit dem Bulldog umeinander, das ist kein Bulldog. Mit dem 313er Fendt Anhänger zieht, da schwappt es Leute rein. Ja, da hab ich schon gedacht. Und das, was der Flea Frankie schreibt, verstehe ich auch nicht. 1500 Leute drin, 300 Likes. Was ist da los? Da brauchen wir halt die 4-stellig. Das wird aber mit jeder Schnitt 2 verlangen, dass du deine Gichtbratze auf den Like-Button auflegst. Du Quamper, die Wulzau, du Quamper, die. Los! So. Oh je, der im Gelände wird spannend. Oh, hier, Windradl, die bloßen uns aussehen. Das geht ihm schon. Da sehe ich überhaupt keinen Stress nicht. Fahren wir mit Gold in der Letten, fahren wir da. Smash Like Button Challenge. Wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, dann esse ich meinen Bart. So, Vollgas. Jetzt brauchen wir noch einen Lastengang. Ja, jetzt hat man... Oh, da schaut es gefährlich aus. Da schaut jetzt, das ist gefährlich. Brauche ich den erst, wenn ich drin bin, oder kann ich den vorher auch schon... Den wir vorher schon mal rein. So. Da fahren wir mir jetzt durch. Hauptsache, es schwappt uns nicht davon. Schauen wir uns das einmal an, die Sache von der Seite. Das schaut doch gesund aus. Ist da irgendwas fein? Ihr Schmerzhaum. Um deinen Anhänger anzukoppeln, musst du dich mit dem Fahrzeug nähern. Sobald du nachher... Ja, das haben wir schon gehabt. So, das ist weg. Da hinten steht noch irgendwo Anhänger umeinander. So. Lastengang. Pfostenschmarrn. Schneide! Schau das an! Ist da irgendetwas fein? Ja, da war der hat gesagt total lächerlich! Total lächerlich! Oh, ruckel.
Kurz mal Game Freeze Screen, hab's genau gesehen. Das ist eine Puppedüse, der zieht von unten aus, so, ja, voll mit Anlauf. Da haben wir einen sauren Beat-Turbo und einen Karton geschweißt mit einem 14er Schlüssel und einem. Der Mani hat sau ohne geschweißt. Der Mani ist ein guter Schwein, der Mani ist ein guter, das wissen wir. Und seitdem zieht der das, sagst, gibt's das. Mann, 14, was sind denn das für komische, sollen das Geisteraugen sein da im Wald, sage ich das richtig? Hätte man besser machen können. So, Vollgas, sind wir gleich da? So, zuerst kein Stress nicht, bald Sprit leer, nix da, haben wir 3/4 voll. Sprit schaut gut aus, 6 Liter pro Minute, 161 Liter haben wir. Oh, jetzt müssen wir aber da mehr. Okay. Das schaut gut aus. Dann machen wir diesen hier. So, nicht so hin und her tageln. Gib ihm. Komm, Gas geben. Jetzt fahren wir die Düdelerei, da fahren wir jetzt da rein. Zack. Frachtverwaltung. Beim Entladen von Fracht werden dir unterschiedliche Entladungsoptionen angeboten, da ein und dasselbe Frachtgut für den Abschluss von unterschiedlichen Missionen benötigt werden kann. Während der aktuelle Entladungsbereich nur für den Abschluss der aktuellen Mission von Bedeutung ist, kann es auch andere geben, die bei mehreren Missionen zum Einsatz kommen. Okay. Das heißt, ich muss jetzt da halt das Richtige abplanen, was ich abplanen soll. Oh, die Brückbau. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weiteres Material zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk auf dich. Ich mache ihren Standort auf der Karte ausfindig und erkundige mögliche Routen. Da wir natürlich absolute Pro-Gamer sind, haben wir das Ladungsgut des Sägewerks natürlich schon dabei. Das ist ja klar. Oh nein, das wollen wir nicht. Wieder raus. Jetzt muss ich da irgendwie mit dem Anhänger reinkommen. Wie soll ich das bewerkstelligen? Machen wir mal so. Bin ich da jetzt so einfach? Stopp. Holzplanken! Entladen 1, entladen 2, schau hin! Und jetzt glaube ich, habe ich auch das Spielprinzip verstanden. Du musst da die ganze Zeit wahrscheinlich brücken und so einen Scheiß. Sobald du genügend Erfahrung sammelst, erhältst du einen neuen Fahrerraum. Jede neue Raum gewährt dir neue Optionen bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen und Zusatzteilen. Auch Missionen können bisweilen nur ab einem bestimmten Rang freigeschaltet werden. Drücke nach unten, um dein Fahrerprofil zu öffnen. Okay. Was haben wir da? Renovierung der alten Brücke, annehmen, jawohl. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte ein. Jeder entdeckte Wachturm bringt dir Erfahrung ein. Mit XP kannst du neue Fahrerränge freispielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Deine Fortschritte kannst du im Profilmenü, das werden wir gleich mal anschauen. Ja, sag mal, wie viele Scheißmenüs kämen denn da noch? Du hast die Brücke repariert und deinen ersten Auftrag erfüllt. Die Stadt ist jetzt wieder mit der Region verbunden. Lass uns jetzt weiter deine Werkstatt finden, die nun auf deiner Karte markiert ist. Mission findet die Werkstatt. Okay, ich glaube, ich habe das Prinzip schon verstanden. Du riechst halt da lauter Objekte auf der Map und dann kommst du in den nächsten Bereich hinein. Nette Idee. Nette Idee, ja, das kann für so Completionist-People kann das durchaus was sein. So, jetzt nehmen wir hier diesen mal. So. Stopp. Dann wird gewendet. Gib ihm. Oh, können wir da rundum. Au! Nein! Motor Damage! Du hast deinen Truck beschädigt. Öffne das Funktionsmenü, um weitere Informationen zu beschädigten Teilen zu erhalten. Funktionsmenü. Anne, bergen, Fracht entfernen, Winde anbringen. Nein, was, wo? Wie kann ich. Schaden anzeigen. Der Motor hat 3 Damage gekriegt. Ja! Der geht schon noch. Oh, nicht nochmal. Ja, mit dem Anhänger fahren wir jetzt da mit Sicherheit nicht so rückwärts, aber ich fahre so rückwärts. Denk mir am Arsch. Das habe ich im Land schon nicht kennen, mit dem Anhänger fahren. Kann ich nicht auch nicht. Sag dir, was ist. Voll selten Autos. Absolutes Pro-Gaming. Da, Straßenschilder steht noch. Keinen Ton möchte ich hören. Scheiße mehr auf den Container. Wir müssen überhaupt hin. Gib mal Werkstatt müssen wir. Wo ist die Werkstatt? Bei den Upgrades? Nö. Da jetzt über die Straße mehr oder wo ist die Werkstatt? Deal River Township, begib dich zur Werkstatt. Wo ist die? Ach, die ist da hinten, Alter. Was? Alter, Bruder! Okay. Da fahren wir jetzt da die Vorstellung so. Da fahren wir da, dann ein Stück durch die Läden durch. Ja, und dann werden wir uns einmal neu orientieren, da die Vorstellung. Oder holen wir uns zuerst den Wachturm. Holen wir uns einen Wachturm.
Ich schätze mal grob so. Holen wir uns einen Wachturm, den kann man ja einfach holen, oder? Unabhängig von der Mission, das darf wieder scheißegal sein. Oder? Überbrücken müsst. Ja, das ist gut, dass wir das Wendemanöver eingeleitet haben. Da mache ich dreimal lieber nochmal um. Ja, oh Gott, wie soll man das machen? Ich kann noch nicht umdrehen. Oh, nochmal rückwärts. Wenn wir einfach geradeaus rückwärts fahren, wird mit dem Anhänger schon nichts passieren. Kim, gib ihm. Ja, da muss jetzt leider Gottes das Leitplanken ein wenig leiden, das hilft nicht. Ja. Das wollte ich eigentlich nicht so. Nein, das wollte ich nicht so. So, wenn ich jetzt nach links lenke. Nein, das wollte ich hinten vorne nicht so. Leitplanke leitet. Ja, für das ist der Leitplanken geworden. Gehen wir so um Kurven rundum. Ja, den Schirm einfach ein wenig in der Wegschicht umeinander. Das passt ihm schon. Das hat da irgendetwas fein. Sag selber. Dann hätte der Anhänger Schaden gekriegt. Leg mich bloß am Arsch. So, haben wir schon da. Beste Wendemanöver, das ich jemals gesehen habe. Ich möchte keinen anderen tun in den von euch. Ahnungslosen! Lass den Anhänger stehen. Wieso denn? Wieso soll ich den Anhänger stehen lassen? Vielleicht sehe ich unterwegs. Da ist Garage, da ist Gas. Oh, tanken sollten wir vielleicht schon mal. Sollen wir mal tanken gehen? Ah ja, das geht schon ein Stück. Stücke geht schon noch! Stücke geht schon noch! Das sind 150 Meter, da haben wir eine halbe hinter gefunden. Wieso soll ich den Anhänger stehen lassen? Der Hänger hat selber eine Lenkachse, da geht rückwärts nicht so einfach. Das ist mir wurscht, das ist gegangen, ist gegangen. Gegangen ist gegangen! Oh. Da schauen wir allerdings nicht gesund aus. Was der jetzt sagt, den Anhänger lassen wir jetzt tatsächlich da stehen. Vielleicht geht es dann besser. Anhänger lösen, los! Und gib ihm. Ah, geht scheinbar schon hin. Schau hin. Rechts rein in die Bude. Rechts rein in die Bude. Wir haben schon irgendwie durchgekommen. So. Oh, da schaut es gefährlich aus. Jetzt Manni steckt mir. Da Manni braucht man, lass Sepp! Du Maps! Oh. Vielleicht brauchen wir aber einfach die Seilwinde. Ich weiß es noch nicht. Oh. Okay, probieren wir mal die Seilwinde. Winde anbringen. Wo kann ich die Winde anbringen? Ach, kann ich die? Ach, die muss ich da. Ach so. Windenpunkt. Wie wir mit die. Oh, dann kann ich da einen Baum auswählen. Was? Tu mich da. Ja, das ist ein guter Baum. Und jetzt halt. Winde anbringen. Also ich kann mehrere Winden anbringen. Da haben wir doch gleich nur eine Winde anbringen. Los! Die bringen wir da. Und dann. Raus. Winde ziehen. Schau hin. Oh. Nicht, dass man das Vorderteil abreißt. Oh. Jetzt will ich noch ein wenig Gas geben dazu. Wenn ich die Map aufmache, kann ich Zeit wechseln. Zeit überspringen. Aber wo sehen, wie spät das ist? Wie viel Zeit... Ach, da ist das Ding. Vergiss nicht, dass du durch... Also Nachmittag 13... Jetzt! Und da haben wir mal was sehen! Winde ziehen! Okay, Winde lösen. Okay. Muss schon wieder gehen. Da geht jetzt erst nichts! Windenverwehr, ja, haben wir gerade gemacht. Jetzt haben wir schon herausgefunden, wie es funktioniert. Oh Gott, wir haben uns total eingefahren. Schau dir das an. Vielleicht hätten wir nicht mit der Karre da hinten. Vielleicht hätten wir nicht mit der Karre. Okay, aber nochmal Winde. Winde anbringen. Mein Gott, Alter. Lass ich jetzt einmal die Dinger dazu. Das kriegen wir schon. So, anbringen. So, Winde ziehen und Gas geben. Winde ziehen und Gas geben. Oh, ja. Sehr gut. Okay. Winde lösen. Schauen wir mal, ob wir weiterkommen. Muss ich mich da jetzt mit der Winde durchquälen? Sag ich das richtig? Haben wir mich da überhaupt im Ansatz richtig? Ja, das passt schon. Wenn wir links, da geht's weiter. Wenn wir links lenken, Gas geben. Dreieck drücken für Schnellwinde. Ich weiß nicht, was das Dreieck ist, ja U2, aber wahrscheinlich Y. Auf der Playstation ist Dreieck oben, oder? Dann sind wir mal ein bisschen rückwärts. Oh, also das ist der Lastengang, warte mal, dann müssen wir wieder um. Rückwärts düdeln. Ja. Und gib ihm. Brauchen wir da wieder einen Lastensepp? Probieren wir, ob der Lastensepp besser funktioniert. Ich habe einen Lastensepp noch nicht verstanden, was das bringt. Aber nicht ein Teufel, das ist so wieder freiweg, wie es ist. Dann machen wir so.
brauchen wir wieder die Winde. So ist der Windensimulator. Freilich bilden wir es davor noch nicht. So. Winde ziehen und Gas geben. Da schau hin. Schau hin. Winde lösen. Gas geben. Rechts lenken. Haben wir schon durch, ja. Nein, wir nicht. Wo steckt man jetzt wieder? Und da ist ein Stor. Hoppala, den hab ich gesehen. Den hab ich nicht gesehen. Ja, sag einmal. Du musst doch da mal... Denke daran, dass du eine Kombination aus Getriebe, Allradantrieb, sofern vorhanden, und Winde verwenden kannst. Ja, die Winde hat eine Reichweiten wird. Ach so! Y, jetzt das ist Schnellwinde. Jetzt weiß ich auch, was ich meine. Ich meine, da 30 Winden schneller. Jetzt! Dankeschön, das habe ich nicht verstanden. Da müsst ihr ein bisschen weiter ausholen, damit ich kapiere, was das möchte. Ja, Winde verputzt, ja, hier, da ziehen wir uns sauer durch. Ich fahre überhaupt nichts mehr, wenn das mit einem Klick geht. Schau hier! Easy peasy lemon cheesy. L ist eine Untersetzung. Low, oh. Winde verbunden. Oder da kommen wir niemals durch. Bruder, da kommen wir niemals durch. Beachte den Wachturm vor dir. Ja, ja, ich bin schon unterwegs. Oh, na, warte mal. Die Winde, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Winde. Na, nicht die Winde, den vorderen Baum sollst du nehmen, du Trottel! Puh, vielleicht hätte man nicht mit der Karre da einer von sollen. Sehe ich das richtig? Okay. Das muss ich manuell machen. Winde anbringen. Vorn. Ja, das da hinten möchte ich! Da! Den Baum, du blinder Uhu! So, das Ding, da dran. Ja, Dankeschön. So, Gas! Oh! Ah, da geht der Mips. Du, da geht der Mips. So, loslösen. Loslösen. Ja, wir tun. Jetzt, okay, wenn gar nichts hilft, kannst du die Funktion Bergen zurückgreifen. Nix bergen! Dann quälen wir uns schon durch. Jetzt scheiß doch mal in den Dosen. So. Lösen. Kommen wir rechts rum. Ja. Winde. Ja! Spider-Man-mäßig. So, lösen. Ja. Ja. Oh, oh! Da gibt der Baum noch! Ja. Lösen. Und dann die Vorderne. Ja! Jetzt sind wir uns schon durch. Aber wie komme ich da um, ist die Frage. Kann ich da Winde ohne Pflanzen oder was? Bergen erst, wenn Werkstatt da. Ganze Sätze wo? Nix bergen, mit einem Birgen! Na, nimm den Baum da vorn. Der Baum, der macht doch überhaupt keinen Sinn da. Nein. Winde anbringen. Das. Da. So. Raus. Winde ziehen, Gas geben. So. Wir kommen doch da niemals um Kurven, Kinder. So, Winde aus. Kimi da. Okay, da müssen wir jetzt ein wenig Gas geben. Das hilft uns alles nichts. Du mit Lastending. Bringt der Lastensepp was? Ne? Winde verbunden. Was für Winde ist jetzt verbunden? Die ist hinten verbunden. Ich meine nicht hinten verbinden. Ah, shit, Alter, wir kommen jetzt da raus. Da müssen wir beten. Wieder Zeige-Marie. Das ist wieder Zeige-Marie, aber wie bewegen wir uns? Solange wir uns bewegen, ist alles gut. Denke daran, dass deine ohne Scheiß, dieses scheiß Tutorial-Fenster gehen wir voll auf den Sack. Bürgertank. Hälfte. 100, nein, nicht Hälfte. 100 von 240. Es wird jetzt schwierig. Wir brauchen gerade 7 Liter pro Minute. Tu mir den Lastenscheiß da aus. Ich glaube, dass das nichts ist. Aber mehr Gas. Vielleicht mal gerade auslenken oder so. Aber wir haben ja ziemlich im Arsch. Ja, wir müssen durchschwimmen. Wir müssen durchschwimmen! Links, rechts, komm! Da geht schon noch was! Da wir noch mal Winde anbringen. Ah, kann man sich an den Pfosten vom Turm, kann man sich an den ziehen? Weil dann probieren wir jetzt mal ganz was anderes. Das geht natürlich auch nicht. Aber warte mal. Jetzt, warte mal. Nein, das will ich nicht. Du Winde anbringen. Ja, wir können uns nur da anbringen. Okay. Jetzt zurück aus. Mitlenken. Ja, das ist gut. So, lösen und jetzt nochmal rechts rum. Vielleicht geht's durchs Wasser besser. Komm, gib ihm! Gib ihm! Ja,
Eine weitere Möglichkeit besteht darin, dich selbst mit einem anderen deiner Fahrzeuge aus dem Schlamm zu ziehen. Denke dir daran, das leichtere Fahrzeug... Oh Gott! Hey, warte mal, können wir das da... Ja, das ist gut, das ist gut. Ich glaube, dass wir da durch die Wasserletten besser durchkommen wie da. Da ist das Letten 4 Meter tief. Das ist ein Wahnsinn. Wir stecken mal meilenweit in der Scheiße da drin. Winde loslösen. Da geht ja gar nichts mehr. Jetzt ja! Wir haben am Turm dran! Wir sind am Turm dran! Wir haben am Turm dran! Komm, gib ihm! Vollgas! Was kostet der Sprit? Nix! Wachturm geöffnet! Dein fette Mamkos! Oh, lass los! Jetzt fahren wir wieder... Oh, ich will mir da jemals wieder rauskommen. Das weiß der scheiß Teufel, weiß das. Oh Gott. Oh, ich muss jetzt mehr atmen. Ich muss jetzt mehr atmen! Das war sehr anstrengend. Ah, gut, dass ich mir nichts zum Trinken hergekriegt habe. Herzlichen Glückwunsch mir selbst. Tja, wo müssen wir hin? Ja, freilich fahren wir wieder außen rundum durch die... Ist je dünner der Weg, desto schwieriger der Weg, sage ich das richtig. Also das hier ist so richtig matschiger Scheiß aus Scheiß. Da hinten ist irgendein Auto. Und das ist halt der gute Asphaltstraße. Das ist so der mittelmäßige Feldweg und das ist die totale Hurensohnstraße. Habe ich das so richtig erörtert? Mieze! Kaum kommt man dazu, steckt der Bürger in der Letten drin. Ich steck immer in der Letten drin. Anlaufstart gleich, gell? Nimm einen Geländewagen. Kann ich da einfach fliegend wechseln, oder wie? Kann ich da einfach... Da muss ich doch hinfahren, oder? Truck wechseln. Da werde ich doch hinfahren müssen, ne? Oder kann ich das jetzt einfach... Kann ich jetzt da einfach in das andere Auto einspringen? Truck wechseln? Dann kann ich aber nichts... Ich kann sonst nichts machen. Wie geht das? Der Bürger bei der Bundeswehr als Fahrer wäre, was geworden, Nachschub in 5 Tagen, als erster da alle Bäume weg. Absolute Problem. Jo, das können wir so sagen. Wechseln über die Karte. Mit Lurren. Ach, da haben wir... Ja. Und dann... Auswählen. Ah, Draufdrücker. Ja, muss mir sagen. So, jetzt schalten wir die Bude ein. So, wo müssen wir hin? Das ist ja ewig und 3 Tage, Alter. Müssen wir den Weg wieder planen. So, hier, da, diesen hier. Diesen. Hier können wir da noch anders um. Nein, das war die einzige Verbindung, gell. Machen wir so. Und dann müssen wir da hier. Da werden wir dann unseren Anhänger wieder finden. Und dann müssen wir da hier. Dann müssen wir zur Werkstatt. Wo ist denn die scheiß Werkstatt? Die Werkstatt war doch da irgendwo jetzt sein, oder? Die ist da hinten. Ja, bist du komplett behindert? Ja gut, dann fahren wir halt mit da die Letten auf. Oder fahren wir da auf? Was ist denn das Gescheiter? Ich weiß es auch nicht. Ja, jetzt fahren wir mal da um. Fahren wir mal da her und schauen wir, wie es in die Berge ausschaut. So, gib ihm. Aber ja, ich kann schon ein wenig nachvollziehen, was Leute an denen Spiele lustig finden. Ich kann's es ist sehr gemütlich, du hast nebenbei ein bisschen umeinander tüdeln. Das nervt, und wir benötigen Holzband zum Schauen, wo wartet noch? Was ist denn das wieder für ein geiler Fehler? Kann man diese Tutorials ausschalten? Für was habe ich euch? Wo ist das? Steuerung, Controller, Lenkrad, Tutorial! Wiederholen die Tipps aus, Tutorial überspringen, Warnung! Du hast das Tutorial übersprungen. Annehmen. Weiter. So, passt schon, den Rest tut man selber aus, wenn wir Pro-Gamer. Was, wie Multiplayer ist mega geil. Wie, das hat einen Multiplayer. Dann wisst ihr, was wir nächsten Montag oder übernächsten Montag tun. Community Zock! In der Letten haben wir ankreien! Was tun wir da im Multiplayer? Ich hab keine Ahnung, werden wir auszufetten! Alle, die haben mir das! Was ist da für Stoppuhr? Geht's um Zeit? Ich mag nicht. Gib ihm. Ja, Crossplay-Multiplayer, da kann sogar jeder mitspielen. Yep, da kann man sich gegenseitig aus der Letten ziehen, das wird super. Da machen wir Letten-Karaoke, das wird spitze. Aber Crossplay mag auch mitmachen, jeder kann mitmachen, das ist mir wurscht. Gib ihm, fahren wir da volle Kanone durch die Letten, da kennen wir nix. Allrad lassen wir drin, jetzt darf mich mal der Spritunterschied interessieren zwischen Allrad, langsam, Allradantrieb aus. Dann braucht er einfach einen Liter weniger. Er fährt sich aber auch wie Scheiße. Okay, gib ihm wieder. Geht doch bloß 4 Spiele, egal. Ich weiß nicht wie viel. Oh, da müssen wir durchs Wasser durch, wird schon gehen.
Gefährlicher Wasserstand, damit Schwung gehen wir schon durch. Schau hier. Was heißt, ich da irgendjemand Zeit los? Das brauchst du mir nicht erzählen. Uzi! Achtung, Uzi, seine Tipps muss ich lesen. Nicht in die Spurrillen fahren. Wenn Schlamm von den Reifen hochspritzt, grabst du dich ein. Unter dem Schlamm kommt fester Untergrund. Je nach Reifen und Gewicht erreichst du den und bekommst mehr Grip. Ultra komplex. Also ja, was heißt ultra komplex? Ist halt wahrscheinlich so gut wie es geht auf Realismus getrimmt. Aber ich hab schon verstanden. Das heißt, wenn ich da so jetzt mit meinen linken Reifen auf der mittleren Spur fahre, was ich da jetzt gerade so ungefähr tue ich mir leichter, als wenn ich in den 2 Spuren drin fahre. Ah ja, der Schlamm spritzt. Ich grabe mich ein, rechts nicht. Ich verstehe. Ja, da tüdelt man schon durch. Schau dir das an. Hoppe Düse, Drehglättenschleider. Los geht's. Zur Werkstatt müssen wir. Was wird's denn da geben? Gibt's Upgrades? Upgrades, Bitches. Also, was ich ein bisschen komisch finde, ist, dass selbst Untergrund, der nicht matschig ausschaut. Wie das jetzt da rechts da wo die kleine Mini-Tannenbahnen drinstehen und so, und mit so Wasserlockern und so weiter, und dann bergauf, da sehe ich sofort, alles klar, das glänzt, das ist purer Dreck, da grabe ich mich ein ohne Ende. Aber auch wenn ich da jetzt durch diese Wiesending so durchfahre, grabe ich mich auch ein ohne Ende. Das ist ein bisschen, ja, weißt du sehen. So, haben wir schon da. Wir spritzen immer nur mit dem Schlamm umeinander. Wann haben unsere Reifen wieder sauber? Werden die wieder sauber, dann kriegst du wahrscheinlich auch wieder mehr Grip. Machen wir einen sauberen U-Turn. Boah, Alex, sauber umgedriftet, Birger. Sauber umgedriftet. Vollgas Richtung Werkstatt. Hat ja auch Überschwemmung gegeben. Okay, bin ich schon steil. Los, ich geh. Uzi, ich kann hosten, hab alle DLCs. Zum Joinen brauchst du keinen DLC. Die Frage ist, ob wir DLCs wirklich brauchen. Kriegen wir die überhaupt zum Singen? Aber merci mal für das Angebot. Kuss auf die Nuss. Wenn wir davon Gebrauch machen, lasse ich es Sie wissen. Ich hoffe, du bist im Discord. Weil da, da ist unser Anhänger. Sollen wir ihn vielleicht mitnehmen? Müssen wir jetzt da wieder durch die Scheiße da durch. Ah! Was? Motorschaden? Ich bin hinten angefahren, du Trottel! Da müssen wir ein wenig ruhiger machen. Müssen wir ein wenig ruhiger machen, haben wir wieder schon richtig. Ja, ja. Und bevor wir da nicht mehr rechts runter zu dem Scheißturm, sondern links. Und gondeln wir sauber durch. Gibt auch mega Mods. Ja, wenn das Mod. Ja, aber dann kann ich die Community schon verstehen. Das hat Mod-Unterstützung, das hat Multiplayer mit Crossplay. Der Host stellt DLCs zur Verfügung, der andere kann mitspielen. Ja, das sind lauter so Fanservice-Geschichten. So fängt man sich halt dann gute Bewertungen ein. Ja, volle Kanone durch. Motor vom LKW läuft auch noch. Was, den muss ich ausschalten, wenn ich das Fahrzeug wechselt? You serious? Ja, das hätte man automatisieren können. Seien Sie mir nicht böse, aber das hätte man automatisieren können. Wir kommen jetzt da wieder rein. Wieso kommen wir jetzt in den da nicht rein? Bin ich jetzt? Michigan, Alaska, oh, da gibt's da. Wieso kommen wir jetzt nicht mehr in mein. Ach, ich muss in der Liste rechts aus, okay. Okay. So, schau, jetzt haben wir wieder eine gute Straße. Die gute Straße. Schluss bitte! Da habe ich die Ehre, Chef! Habe halt ein bisschen Verspätung, hab den Last of Us 2 jetzt auf ultra hart durchleckt mich, das mache ich nicht mehr. Das hätte ich da auch sagen können, also mit dem Gamepad auf keinen Fall. Mit dem Gamepad auf keinen Fall. Obwohl ich am Schluss aus schon einigermaßen zurechtgekommen bin. Immer nach 20 Stunden darf es auch mal anfangen, also ich mir ein bisschen an ein Gamepad gewohnt. Ansonsten spiele ich halt mit keinem Gamepad, das wissen die meisten. Aber wer sein Leben lang nur Gamepad spielt, ja, da kann man das machen. Ich darf es nicht. Ich glaube, ich darf es auch mit Maus und Tastatur, das nicht. Das ist eine Höllenqual. So, durch den Berg. Da fahren wir jetzt ein bisschen abseits. Da wie gehört ist der Grip besser. Schau hin. Spritzkaletten ist gut. Der Covid-Kollektiv fragt mich, was sagst du zur Legalisierung? Kriegt von mir den Daumen nach oben, auch wenn es mich, der Konsum interessiert mich überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Deine Freiwillige, hätte ich ja vorher schon gesagt, ich bin in den Anfängen meines Kanals schon oft einmal gefragt worden, kiffst du? Da habe ich gesagt, natürlich habe ich es einmal probiert. Ich sage, ja, mehrmals natürlich auch in meinem Leben, bin ich mir der Jünger. Oh, kommen wir da durch, das ist alles unter Wasser. Aber es gibt mir nichts. So der Freiwillig, was ist. Und das interessiert mich da auch nicht, aber das Anbauen interessiert mich. Da müssen wir jetzt mit Schwung durch.
Darum habe ich mir Samen bestellt aus Österreich. Und die werde ich anbauen. Das werde ich dokumentieren. Es gibt bei mir im Discord auch einen Bubertschmerz-Channel. Da ist einiges los. Da ist sogar sehr viel los. Jeder von euch, der will, kann da seine Bettler drin posten, von den Pflanzen, die er anbaut. Für das ist er gemacht. Ich werde da meine auch drin posten. Vielleicht sogar jeden Tag oder alle paar Tage. Oh, Lichtbaumer. Wie geht's Licht gleich wieder an? Nein, das war die Handbremse. Keine Differentialsperre. Na, wie geht Hand? LB und B. So was. So, wo müssen wir hin? Werkstatt müssen wir. Da hier, Werkstatteingang. Merci für die Info, guter Mann. Im Grunde finde ich heute ist für ganz hardcore lächerlich. Ich weiß, auch gerade mir in Bayern sind wir so extremst konservativ streng, was dieses Thema betrifft. Und ich bin ein absoluter Befürworter von einer strengen Drogenpolitik, aber nicht Cannabis gegenüber. Weil es einfach lächerlich ist. So, begib dich zur Werkstatt. Jetzt muss ich mir kurz aufpassen, was da los ist. Wir haben die Werkstatt erreicht. Individualisieren. Der Trucks! Stop, hätte ich was gesagt. Weil jetzt mag ich den Burger vom Truckstop. Habt ihr auch irgendwo so einen geilen, abgefuckten Truckstop, da wo es die geilsten Tiefkühlburger gibt auf der Welt? Schon geil. Muss ich sagen, das kannst du sagen, was du magst, hat was. Kann ich bei dir dann auch was kaufen? Nein, bei mir kannst du kein Gras kaufen. Aber vielleicht überlegt, das meine ich jetzt übrigens ernst, da habe ich mit der Bürgerin drüber nachgedacht. Vielleicht überlegen wir, ich habe mich mit der rechtlichen Lage noch nicht auseinandergesetzt. Ich meine, das Gras darfst du nicht verkaufen, aber Samen dürfen wir verkaufen. Und da habe ich überlegt, soll der freiwillig was ist? Weil warum nicht? Jetzt kannst du dein Laster bergen. In Straubing nicht. Was ist in Straubing? Mach einen Twitch-Channel, Buberts beim Wachsen zuschauen, gibt bestimmt Leute, die da zuschauen. Ich finde Alkohol tatsächlich schlimmer. Das kann ich als Vorstand des Vollbier-Squads tue ich mir natürlich schwer zum sagen. Nur Alkohol ganz furchtbar böse. Es ist alles mit dem Maß des Genusses zu regeln. Wenn ich mir am Tag 8 halbe einlenke, dann finde ich das auch nicht gut. Wenn ich aber einmal eine halbe trinke zum Essen, dann ist das nicht schlimm. Wenn ich mir aber am Wochenende dreimal einen Rausch eingondel mit 2 halbe und bin älter als 30, sollte ich mein Leben überdenken. Vollbier-Squad heißt nicht sauf die ins Koma, sondern mit Genuss. Dann gründen wir einen Bubbert-Squad und los. So, was muss ich jetzt da tun? Wir haben ja schon wieder das Ding das Tutorial übersprungen. Okay, wir haben ein Upgrade. Da kann man alle, wir haben ein visuelles, Stoßdämpfer hin, das ist ja nur visuelles, das braucht kein Mensch. Kann man da, oh, der gute alte Ford Blue. Kostet das? Ford Blue! Du bist die Nummer 1, Ford Blue! Wackelfiguren. Okay, was haben wir da? Stoßdämpfer hinten. Kosten die Sachen was? Ich verstehe es nicht. Erreiche zum Freischalten Rang 13. Wow, dass ich dann den Ding da drauf habe. Das interessiert mich ganz viel. So, Upgrade. Kann man Motor upgraden? Nö. Erkunde Michigan, Nordamerika, um diesen Gegenstand zu finden. Ach, liegen die Upgrades irgendwo in der Welt umeinander, oder wie? Das ist schon cool. Da hast du wenigstens einen triftigen Grund, alles zum Erkunden. Das ist eine gute Sache. Getriebe, ja, da werden wir noch nichts haben, nehme ich an. Federung. Oh! Jetzt aber! Ford Blue gehört mir nicht! Es war schon immer die Karre von meiner Schwester, ne? Ja, recht, wie werden wir da jetzt nicht zum... Oh, da kommt... Oh, okay. Jetzt passen wir auf. Schlamm, schlecht. Ja, da muss doch... Oh, Gelände. Schau hier. Gut. Offroad durch. Aber irgendwie ändern sie die Werte nicht. Ja? Also ich schalte da gerade Reifen durch, damit ich bin da ein bisschen davor, das ist ein bisschen dumm. Und rechts sind ja da die Werte mit Leistungsgewicht, Haltbarkeit, Spritverbrauch. Gut, das hilft mir eigentlich, das ist ja eigentlich gar nichts. Aber die Radleistung ist aktuell, Straße exzellent, Offroad Durchschnitt, Schlamm schlecht. Ich hätte gern alles im Durchschnitt. So, oder was ist, gibt's das? Oh, schau hier, Straße wird zwar dann schlechter, aber auf der Straße sowieso, aber der Schlamm wird durchschnittlich. Schlamm wird gut. Und da haben wir Straße gut, durchschnittlich. Was haben wir noch? Ja, dann kaufen wir uns Schlamm. Schlammreifen kaufen wir uns.
schau drüber. Du meinst das da, gell? Das ist schon die Radleistung. Das ist ja so allgemein so die All-Over-Stats von der Karre, glaube ich, habe ich so das Gefühl. Die werden ja nicht. Also das Leistungsgewicht, gut, wenn ich jetzt da Monster Truck Reifen ohne schraube, dann wird es wahrscheinlich schon das Gewicht beeinflussen. Schauen wir, ob es da noch mehrere gibt. Alter! Ja, das ist alles ordentlich. Wo gibt's die Dinger? Spezieller mit Kettenbesetzer, montiere bitte die passende Federung. Also da brauchen wir erst eine andere Federung. Okay. Ja gut. Dann würde ich sagen, wir nehmen Offroad. Eine Straße brauchen wir nicht gut. Da kann man, wir nehmen dieses gut. Offroad, Durchschnitt, Schlamm wird besser und Straße, super. Hau rein, das Ding. Hau rein, kauft man uns. Gib ihm den neuen Reifen, gib sie am Donny, auch wenn wir noch nicht geschaut haben, was es sonst noch gibt. Eine bessere Winde. Was kann die Winde? Geländewinde. Geländewinde verlängert. Da brauchen wir erst Level 6. Dann brauchen wir Level 14. Was haben wir da? Autonome Geländewinde. Diese Hilfswinde mit starkem Akku ist zwar nicht für schwere Brocken geeignet, bietet aber gegenüber den üblichen Modellen den Vorteil, dass sie auch bei ausgefallenem Motor funktioniert. Also da hat da jede Karre da so seine... Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool. Jetzt ist... Ja... Rechts oben steht mein Geld, hab ich schon gesehen. Ja, ich hab schon im Auge behalten. Jetzt kann ich noch... Was eine Differentialsperre ist, weiß ich nicht. Ich sag das freiwillig, was es ist. Was ist eine Differentialsperre? Dieses Sperrdifferential verfügt gegenüber einem offenen Differential über einen beachtlichen Traktionsvorteil und erleichtert damit das Fahren im unwegsamen Gelände. Was ist ein Differential? Das ist, wenn irgendwie beim Lenken dreht sich eine Seite vom Reifen schneller wie der andere, weil er natürlich weiter zum Fahren oder in der Kurve oder das Kabine, was ist denn das Spiel? Die Kabine. Egal! Hey, ich bin kein Mechaniker! Hey, Puppedüse, passt du rein? Schraubst einen 1400er B-Turbo an den Karten an, dann muss es gehen! Schnorchel, was Schnorchel? Ach so. Langer Pilz. Front lang. Schau dir das an. Da waren wir Level 15, Alter. Bist du besoffen? Was haben wir da noch? Rahmenzusätze. Was ist das? Oh! Okay, kleine Gepäckträger. Da kriegen wir jetzt wahrscheinlich so ein Ohrslot-Ding. Ersatzräder. Oh, da haben Ersatzräder drin und Kraftstofftanks. Reparatur. Dann kann ich meine Reparatur. Das ist ja voll geil. Was kommt Federung genau? Die macht jetzt die Base. Die Base-Sachen auch ein bisschen besser. Das Getriebe, was tut das Getriebe? Freeway und Snowrunner. Da sehe ich jetzt nichts, was sich groß ändert, außer die Haltbarkeit unten und der Motor. Ja, da geht Haltbarkeit nach oben. Sprit wird besser. Was kostet sowas? Oh, da muss man viel erkunden, bis der neue Motor kommt. Sag ich dir, was ist? Hab's schon verstanden, gefällt mir gut. Das ist echt witzig. Das ist, kann ich sofort nachvollziehen. Das, was mich in Diablo antreibt, mein Charakter besser zu machen, ist da die Karre besser zu machen. Lastwagen updaten. LKW bergen, please. Okay, was ist der Truck Shop? Da muss ich... Oh, was 5, was 7? Alter, was ist denn die? Das ist doch derselbe Chevy, den wir schon haben. Also, der steht eh dort, den wir schon haben. Was haben wir da? Ein Kodiaq C70. Oh, leck, wie viele Karren gibt's denn da? Oh, leck, wie viele Karren gibt's denn da? Boah, leck mal, merkst du mich du vollkommen verarschen! Warte, fängt das wieder von vorne an oder hab ich da was übersehen? Boah, leck, spinnst du? Ja, spinnst du? Ja gut, das sind jetzt DLC. Oh! Ein 313er Fendt! Ja, spinnst du, Alter? Hab ich schon wieder von vorne angefangen oder waren das immer noch Autos, die noch... Boah, Alter. Boah, leck. Boah, Alter, was ist denn das? Der Zick-Zick. Das ist doch ein Militärfahrzeug, oder? Das ist doch ein Raketenfahrzeug! Boah, leck, Alter. Und wenn die alle 75.000 und keine... Schau dir mal die so wie viele Karren das da gibt. Ja, da bist du Zeit beschäftigt. Also an Content scheitert's nicht. Okay. An Content scheitert's nicht. Alles klar. Das ist ja genau der gute Skat Launcher. Der schaut genauso aus. Da gibt es vorne in der Mitte voller Raketen auf und dann gibt's rote Rakete to your face. So, was haben wir da noch? Lehrer so, ach, wir können da unsere Karren reinfahren. Sehe ich das richtig? So. Wir gehen jetzt da mal raus. Was meint ihr jetzt mit... Wir überspringen jetzt schnell mal Zeit. Ich mag bei der Helligkeit fahren. Wie spät ist es jetzt? Nacht? Jetzt ist 6 Uhr. 6 Uhr hört sich doch gut an. Wie du in das Bergen...
fahr jetzt mit der Karre da hin und zirken außer oder druck beim LKW halt auf Hallo hier LKW, steig da ein und mach dann Bergen. Ich probiere es jetzt einfach mal so über dieses Menü, ich hab keine Ahnung. Bergen. Möchtest du dein Fahrzeug in die Werkstatt zurückbringen? Ah, das geht ab jetzt, weil wir die Werkstatt freigeschaltet haben. Sehe ich das richtig? Und dann porzen automatisch da ein, der Kraftstoff wird nachgefüllt, das Ding wird repariert. Ah. Ja, okay. Also, und im Hardcore-Mode musst du selber hinfahren, oder? Und wenn's das, dann hast du eine zweite Karre, ziehst das Ding aus, dann bleibt die zweite Karre auch stecken, kannst du mit dem Spanner anfangen. Es hat auch was. Das ist der Hardcore-Modus. Das ist der Hardcore-Modus in... Hat was. Kannst du sagen, was du boxt? Individualisieren, eigentlich hätte man da bessere Reifen braucht. Kosten die, fuck. Da, hier Gelände, Offroad, aber da haben wir noch nicht so viel. Da haben wir bloß... Warum soll ich jetzt da zum Beispiel die anderen Reifen kaufen? Dieser reguläre Satz bietet gute Straßenhaftung, lässt bei Schlamm aber Staub jedoch denkbar noch. Warum soll ich mir jetzt da die anderen Reifen kaufen? Wo ist da der Unterschied? Ich sehe keinen. Ja, okay, die eine sind 43 Zoll. Wir haben ein 43 Zoll O. Warum soll ich jetzt die kaufen? Warum sollte ich das tun? Die haben genau die gleichen Werte. Straße exzellent, Offroad Durchschnitt, Schlamm schlecht und unten Reifentyp Schnellstraße 43 Zoll. Das sind 47er. Wirkt sich das aufs Spey aus? Ich nehme schon an, weil ich sehe ja auch optisch, dass das Auto, also der Lastwagen ein bisschen her ist. Und ein paar Zentimeter machen schon aus, dass du weniger im Dreck stecken bleibst. Aber warum soll ich jetzt das tun? Das ist nur für die Optik. Ja, Kim, Alter, das ist ja wirklich wurscht. Gut, ich bin kein Autosepp. Kenne mich nicht aus. Ich kenne mich nicht aus. Ey, mir wurscht. Nächste Mission. Boah, leck, es ist halbe 10. Okay, halt dein Maul, es ist halbe 10. Alles klar, das letzte Mal, dass die Zeit so schnell vergangen ist, weiß ich nicht mehr, wann das war. Wolleck. So, jetzt ist aber die Frage da, ich hab doch da mein Chevy auch drin. Wieso ist denn jetzt da jeder Slot leer? Wieso ist jetzt da jeder Slot leer? Schau dir mal die Aufbauten an. Bin ich da in einer anderen Garage? Nein. Wo ist... Das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Mit Plan, Motor starten, Frage, wir kommen jetzt wieder in die Werkstatt rein. Wir kommen jetzt da wieder in die Werkstatt hinein. Der steht vor der Werkstatt. Aber ich kann ihn doch da auswählen. Steig ein. Handbremse raus natürlich. Ja, da kann ich mir halt die Autos wieder herspawnen, das verstehe ich schon. Okay. Ansage. Ich nehme alles zurück, was ich die letzten Jahre mich über Leute lustig gemacht habe, die sich in die Spiele spielen. Ich habe innerhalb von einer Stunde oder 1,5 Stunden verstanden, warum. Es wird mich wahrscheinlich nicht 200 Stunden bespaßen, aber eine Zeitl. Sag ich dir, wie es ist. Frag mich nicht. Es tut mir leid. Da habe ich zuvor schnell geurteilt. Wo habe ich gefragt, wer zur Hölle spät ist? Bist du besoffen? Ich kann's schon verstehen. Lina! Derry von die Bierger Bitches! Ab auf die Depf! Heute leider Nachschau-Squad! Schöne Grüße an den Nachschau-Squad. Da! Ich entschuldige mich hier für in aller Aufrichtigkeit. Mission! Wo? Oh! Alter, nein, Mission. Damit wir schon eine Mission machen, dann kaufen wir uns nochmal saubere Reifen und dann holen wir unsere Anhänger. Dyson Diesel, Husky Forwarding. Dyson Diesel hört sich doch gut an. Was haben wir da? Alter, was ist denn das alles? Rohrträume. Das klingt doch vernünftig. Was haben wir da? 2 mit Ziegel, 1 mit Stahlträger. Verdammt, was ist mit unserem Anhänger? Können wir unseren Anhänger bergen? Halt, stopp! Können wir unseren Anhänger bergen? Kann ich da auch einfach einsteigen und sagen? Nein, natürlich nicht. Verdammt. Oh, da ist ein versunkener Geländewagen. Sollen wir den bergen? Sollen wir den rausziehen da?
Wenn wir den gesunkenen Geländewagen rausziehen. Wenn er jetzt nicht gleich den Truck vor der Garage mitnimmt. Aber welchen Truck denn? Ach so, da ist nur. Ach so. Wie tun das? Wie tun das? Muss ich da hinfahren? Ich fahr mich hin. Ich fahr mich hin! Haben wir eine neue Bude oder was? Neuer Truck entdeckt. Okay. Upgrade erhalten. Aktivierbarer Allradantrieb. Für aktuellen Truck nicht verfügbar. Antriebsrang mit einem gesteuerten... Solche Gegenstände können im Personalisierungsmenü Werkstatt installiert werden. Truckliste anzeigen. Verfügbar für folgende Trucks. Der Fleetstar. Wer ist denn der Fleetstar? Okay. Hab ich den Truck jetzt da? Mal. Truck wechseln. Fleet. Oh! Schau dir das Ding an! Der Motor ist hinüber! Oh. Oh, müssen wir den abschleppen? Geht das abschleppen? Kann ich. Jetzt warte mal, das wird mit dem kleinen Ding nicht gehen. Anhänger entfernen, Truck wechseln. Stellen wir mit da eine. Kann ich da einfach jetzt eine Winde anbringen oder wie läuft das? Bergen wir den Anhänger mit Bergen. Machen wir mit Bergen. Möchtest du das Fahrzeug in die Werkstatt zurückbringen? Ja. So. Und wir steigen jetzt. Steige in den ein. Mit dem ziehe ich jetzt aus. Verstehe ich das richtig? Handbremse raus. Ja, halt, stopp. Halt, stopp. Einfach bergen. Oder ich kann einfach einsteigen und Bergen drücken und dann ist es in der Werkstatt gekriegt. Winde anbringen? Ja, man kann da auch keine Winde anbringen. Ja, ist ja wurscht. Motor abstellen, Truck wechseln, rein. Bergen. Nachtanken. Egal, bergen. Ja. Jetzt. Ja, bin schon Start. So, Differential haben wir gekriegt. Wo war das drin? Differentialsperre. Na? Truck Shop, den brauchen wir nicht. Irgendwas haben wir doch gekriegt. Das ist doch der Fleetstar. Für den haben wir doch was gekriegt. Verstehe ich nicht. Abschleppen musst nur, wenn es eine Quest ist. Und jetzt aufbauen, aufbauten. Aufbauten, warten, aufbauen. Rahmen die Dinger. Was in Gottes Namen will ich denn mit dem scheiß Kran auf meinem... Ah, Holzaufliegerfront. Alter. Kann ich die Dinger steuern? Kann ich da Baumstamm abholen und kann die Dinger steuern? Sag, ein Allrad haben wir gekriegt. Entschuldigung, ich habe gemeint, ein Differential haben wir gekriegt. Flo! Nicht mehr, Flo! 5 Monate sind zu heftig. Vielen Dank fürs Dabeisein. Kuss auf die Nuss. Cyberfox. Die habe ich auch übersehen. FoxWiki. Ein Differential-Ausgleichsgetriebe sorgt dafür, dass die Kraft vom Motor passend auf die Räder verteilt werden. Dreht allerdings eines durch, hat das andere auch keine Kraft mehr. Die Sperre verhindert das. Ah. Das ist quasi wie beim Radl mit den Pedale, wenn es durch... Du weißt schon, was ich meine. Jeden Kran kannst du starten. Ein Pritschenwagen, da kannst du so einen Mann drauf nageln. Geil. Alter, wie viel Zeug, dass du kannst... was zur Hölle ist das? Der Wartungskofferaufbau. Kann ich dann Straßen kehren oder was? Metalldetektormodul? Ein Pritschenaufbau, einen anderen... Ein Kraftstofftank? Mobile Abschleppbühne? Ein Löschtank? Ein Auslegerkran? Was ist das? Sattelkupplung? Hoch und niedrig. Ah ja. Alter. Wo der wir jetzt weiter? Wir steigen nie wieder in meinen Kahn ein. Anhängershop, ich brauche einen Anhängershop, ich mache einfach nur. Steigen wir in den ein? Ja, so. Bergen, dann tun wir den auch bergen, dann stecken wir die jetzt einfach einmal alle. So, habe ich jetzt da mal einen. Ah, jetzt der Check ist. Okay, jetzt sind die Dinger da drin. Verstehe schon. So. Was wollten wir mir tun? Wir wollten mir doch irgendwas tun. Hab ich den? Nein, kann man noch kein Ding nicht leisten. Individualisieren. Getriebe. Wir haben doch irgendeine Allrad-Scheiße haben wir doch gekriegt. Oder? Allradantrieb!
Aktivierbarer Allradantrieb, einmal. Hauen wir rein. So, jetzt. Und jetzt können wir mit dem Ding fahren, aber da brauchen wir doch zuerst einen Anhänger oder irgendeinen Aufbau, oder wie? Den GMC verkaufen. Ach, man kann Trucks wieder verkaufen. Also, gehört zum Spiel dazu quasi. Truck Shop spielen, du kannst eine globale Karte abstellen, auswählen. Ah, was hab ich nicht? Achso. Da kann man es abstellen und da kann ich ihn verkaufen. Bist du da sicher? Du erstmal die Map erkunden, Wachtürme und Upgrades, danach kosten mal Aufträge mal. Ja, aber ich mache jetzt nicht einfach nur um einen anfallen. Du wolltest den Truck holen. Das hört sich gut an. Und das der wir mit unserem kleinsten Auto, das wir da haben, damit es einen richtig großen. Das hat kein Seilwinde nicht, gell? Da müssen wir mit dem fahren. Hat das Ding ein Seilwinden? Betriebe, Monofilierung, Reifen, Winde. Wir haben eine Geländewinde. Geländewinde, optimierte, autonome Hochleistungswelle. Wir haben schon eine Winde. Dann holen wir das Ding da raus. Ja, verkauf alle und kauf einen neuen. Nein, nix. Wir fahren mit dem Ding. Wir steigen da jetzt ein. Abstellen. Ah ja. So. Wir ziehen jetzt den Schund da aus der Letten. So schaut's aus. Da fahren wir mit oben. Dann haben wir jetzt der Vierer. Und wir da oben. Und da oben. Und wir da her. Und wir da her. Und schauen wir, dass wir den Geländewagen da rausziehen. Der kann nicht so groß sein. Verkauf den LKW und tu die gute Winde an. Braucht kein Mensch. Braucht kein Mensch. Schau aus, da die eine gute Winde braucht. Ich brauche über einen Handbrems, einen kleinen Chinesen, der mir die Handbremse raus tut. So, schau mal. Alle Gas, Leberkäse. Ich will lang noch. Was kann ich mit dem Allrad einschalten auf der Straße? Los, machen wir besser die Reifen. Bin ich gespannt, ob man das gespannt. So. Wo? Langsam. Da geht der Weg, okay. Was habe ich jetzt gemacht? Was ist. Wieso kann ich jetzt nicht. Jetzt fährt er wieder nicht. Ach. Okay. Ja, irgendwie geht das mit dem Rückwärtsgang nicht gescheit. Mit dem automatischen, aber ist ja wurscht. Da tüdeln wir jetzt durch und testen wir unsere neuen Reifen gleich mit dem Dreck drin. Ja. Für einen Unterschied kenne ich jetzt da nicht, aber es wird schon passen. Es wird schon passen, wir fahren da ein bisschen abseits, so wie es mir gesagt worden ist. Dann geht das schon hin. Geht schon, fahren wir ein bisschen in den Stau rein, Hauptsache nicht in den Baum. Solange der Bigfoot nicht rausgreift, ist alles cool. So, da fahren wir jetzt auch außen rundum. Nimm die Straßen. Nix. Ich war in neutral, ja, dann hab ich mich verguckt. Das habe ich nicht gesehen. Ah, ich will bloß mal schauen. Oh, steckt mir schon Knietief drin. Mal die Winde her. Für was haben wir die Winde dabei? Schon hier, gehen wir schon durch. Gehen wir schon durch. Da langsam. Da schaut es jetzt ein wenig gefährlich aus, muss ich sagen. Das kommt jetzt drauf, wie tief die Letten da ist. Es kommt ja jetzt drauf, wie tief die Letten da ist. Ja, da fällt sich hintervon nichts. Ja, mit dem Geländeding, da geht es. Aber ob man das andere Auto damit rausziehen, das bezweifle ich. Oh, der Zaun. Ah ja, die Hupe des Todes. Münchhausen, zieh dich selbst mindestens 6 Meter mit der Winde. Das haben wir doch vorher schon gemacht. Oh, nicht den Baum von. Nee, oh, da war ein bisschen zu viel des Guten gelenkt. Ja, haben wir gleich da. Bin jetzt gespannt. Außer mit dem Schund. Schundkorn. Außer mit dem Schundkorn. Wieder ein bisschen abseits. Jetzt können wir nicht mehr. Oh. Am Maiskolben werden wir uns nicht einhängen und rausziehen können. Oh. Aber da merkst, wenn du so quer über die Spuren drüber fährst, dann merkst du richtig. Das, was der Uzi vorher geschrieben hat. Mit vorne direkt in die 2 Spurrillen, da ist nämlich drunter physikalischer Widerstand. Also es bringt es tatsächlich in der Mitte von der Spur zum Fahren. Also, du weißt schon, wie ich meine. Renato! Achino! Welcome to the Squad. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich sehr für Ihre Mitgliedschaft im Hause Vollbier Squad. Der Vorstand begrüßt Sie herzlich und der Chat auch. Habe die Ehre an den Herrn Noah und an den Renato. Renato heißt unser bester Italiener in der Stadt. Ha? Der kocht. Der kocht! Wenn ich frisch polierte 1! Renato, du bist die Nummer 1! Ich glaube, ich fahre jetzt da nicht durch die Läden durch.
Ich habe das dumpfe Gefühl, dass außen rundum vom besser ist. Also in der Mitte, aber nicht in der Mitte. Ja, genau. Genau so. Mr. Fall, genau so, wie es. Genau so. Aber das schaut mir allgemein nicht recht gesund aus, was wir wieder vorhaben. So, der Freiweg, was ist? Gehen wir wieder durch! Wir gehen nie wieder raus! Wir probieren trotzdem mit Schwung! Gib Gas, lieber Michael. Oh, ja, wir fahren jetzt da. Ja, ich seh's schon. Schauen wir, dass wir da oben stehen bleiben können. Vielleicht kriegen wir da einen Grip. Kriegen wir da einen Grip? Winde verbunden. Na, die Hinbeig, keine Winde. Ja. Oh. Winde verbunden. Jetzt zieht die Auslauf rückwärts. Jetzt müssen wir es aber eigentlich auch so machen, oder? Aufstellen, Truck wechseln. Na, da kann ich. Ach, ich muss ihn zuerst da ausziehen, oder? Wahrscheinlich. Oder? Was ist jetzt? Also Motor einschalten, ja klar. So, jetzt ziehen wir nochmal da aus, ja? Starte den Motor am gezogenen Truck. Ja, zu was denn? Haben wir ihn schon ausgezogen, aber ich komme nicht mehr raus. Jetzt haben wir noch ein Problem, Kinder! Oh. Schauen wir mal, ob wir Gas geben können. Schauen wir mal, ob wir nach rechts gehen. Ich drücke ein bisschen stark. Oh. Jetzt haben wir ein Problem, Manni! Die Karre ist ein Quest-Objekt, ja, dann haben wir jetzt Pech gehabt. Schauen wir mal, Truck wechseln, ich kann immer noch nicht einsteigen. Das wird wohl nicht so. Da hätten wir mal was anderes nehmen müssen, fürchte ich. Schauen wir mal, ob es überhaupt noch was riert, da riert sich gar nichts mehr. Du, das war's! Das war's, der Chef ist fort! Ach, wenn ich einen Motor starte, dann fährt der Hand an mich. Ach so, okay. Ja gut, das ist jetzt spät, weil ich nicht mehr rauskomme. Ja gut, das war ein schönes Manöver. Da bin ich doch für die schöne Funktion Bergen. So. Und? Nehmen wir Aufgabe. Rohrträume. Was müssen wir da tun? Ziegel zweimal, Stahlträger zweimal. Wir sollen erst entdecken fahren. Habt ihr gesagt. Ja, dann tun wir, es ist halt eh schon wieder 9:45, Alter. Dann fahren wir halt noch zum Wachturm. Was ist das? Schwerer Tankauflieger. Okay, Lieferung an die Fabrik. 2 mit Ziegel, 1 mit Stahlträger. Ja, die können wir doch trotzdem annehmen. Und dann fahren wir mit dem neuen Truck, den wir gekriegt haben, fahren wir da hin. Das ist der mal. Stehe eine Frage nicht. Aktivieren. Los. Da gehen wir wieder auf Bergen. Dann holen wir uns unseren neuen Truck her. Jawohl. Und nicht verkaufen. Was verkaufen? So schaut's nämlich aus, du. So, dann markieren wir uns den Weg. Oh, da wo wir gerade schon durchgefahren sind, jetzt mit dem Truck durchfahren, wird bestimmt interessant. Machen wir grob so. So. Da, für das Thema. Brauchst du den Sattel hoch? Ach so. Wo seh ich denn das? Ich jetzt als jemand, der sich nicht, ich kenne mich nicht mit Anhängerkupplungen aus. Und was ich für einen Sattel, hinten für einen Sattelschlepper, Dingsbums, Kupplung, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Mr. Brubru, mehr so wieder ein Risser. Muss einen Sattel hoch anbauen. Sattel hoch erfordert. Wo steht das? Da ist ein Dealer, Bordröme. Es steht sogar in Rot. Aber ich habe erwartet, dass da ein kleines Symbol daneben ist, wie halt beim Tankaufleger. Okay. Sattel hoch. Muss ich den zuerst kaufen oder wie läuft das? Nein, nicht Truck wechseln. Bergen, ja. Individualisieren. Das sind diese Rahmenzusätze, oder? Die kosten einen Haufen Geld. Wie soll ich denn das machen? Sattel. Oh, ach, die haben gratis. Aha. Sattelkupplung hoch. Bauen Sie bitte rein. Easy. War schon der Hau, oder? Hoch oder niedrig? Ist mir egal. Wird mir schon aus sein. Schauen wir nochmal. Sattel hoch. Sehr gut. So. Jetzt gib mir Gas da, da müssen wir noch wenigstens 5 Meter fahren. Muss ich immer die. Der hat auch Allrad und eine Differentialsperre hat auch. Was auch immer die bringt, das werden wir dann schon herausfinden, wenn es soweit ist. Dann muss mir der Chat zuspammen mit Differential, macht Differential. Das brauchst du nicht. Richtige Reifen. Ja, keine richtigen Reifen.
Müssen wir jetzt so durchgehen. Vielleicht ein bisschen Piano. Was für geile schwarze Rauchwinken aus, da kommt schon hin. Kommen wir mit dem Ding da überhaupt irgendwo durch? Da haben wir gar keinen Scheiß nicht. Da geht ja gar nichts. Wie soll man mir da rundum kommen? Wie soll denn das vonstatten gehen? Wenn wir oben rundum fahren oder was? Lastgang schreibt jemand. Das ist richtig. Allrad. Schauen wir mal, vielleicht können wir uns noch mal ein bisschen rausdüdeln und dann müssen wir ein bisschen abseits fahren, dann geht's schon. War in der Wiesen. Ja, ich hab nur so, ich hab halt instinktiv in meinem Schädel drin vor mal. Warte mal, können wir. Ja, jetzt ziehen wir uns halt ein bisschen raus. Das hilft dann hier nicht. Und Baumstumpf. So. Das schaut doch gut aus. Ah, da kämpfen wir uns schon durch. Erst den Tankauflieger holen bei der Tankstelle. Was für ein Tank? Eine ist die Kupplung, das andere ist der Auflieger, das ist der scheiß Anhänger und da müssen dann die Ziegel und die Stahlträger rein. Okay. Rutze fix nochmal. Was ist mir jetzt erklären? Nochmal bergen, nochmal raus. Weil ich jetzt doch nicht nochmal zurückfahre. So, los. So. Müssen wir uns das Ding da holen, oder was? Okay. Neuer Anhänger entdeckt. Ist das schon ein richtiger Anhänger? Ich hab doch keine Ahnung. Anhänger ankoppeln. Sicher, Digi! Wie soll man mir mit dem Ding durch die Letten kommen? Die Quest besteht aus 2 Lieferungen. Ja, das hab ich glaube ich schon so. Nein, hab ich nicht. Da brauchen wir den schweren Tankauflieger. Und der oben muss hingebracht werden. Was hab ich jetzt da abgeholt? Ein Tieflade auf. Ich check überhaupt nichts, ich sag das ganz ehrlich. Goldpitchen. Die Anhänger stehen. Hä? Fahr halt um die Letten um. Du, da ist nur Letten. Ob ich da jetzt in die Letten einfahre oder da durch die Letten durchfahre oder da rechts durch die Letten durchfahre, wird wurscht sein. Aber ich muss ein bisschen abseits der Straße fahren. Zuerst Tank, schwerer Tankauflieger. Dann lassen wir das Ding. Ich check jetzt gerade nicht, was da nach der Reihe, was, woher. Fracht entladen, Anhänger lösen. So, nochmal. Warum wird mir da ein Service auf Dingsbums? Oben wird mir ein Tiefenlader gezeigt? Hab ich irgendwelche anderen Quests noch aktiv? Ich check überhaupt nichts. Wo wir einfach eine Quest. Leg mir da am Arsch. Schiebeplan in Auflieger. Lieferung an die Farm. Wo ist das Schienen annehmen? Werkzeuglieferung. Schienenplan. Schienenplan-Auflieger, der ist dann da. Ist das der Schiebeplan auf Düdler? Das ist der Schiebeplan auf Düdler. Dann nehmen wir halt den. Da. Oh, das wird eigentlich nicht. Bisschen zurück aus. Oh, so weit wollte ich eigentlich auch nicht, aber es wird schon gehen. So. Anhänger steht so weit weg. Das ist komplett gelungen, Freunde, das auch nicht. Oh. Angekoppelt. So, und den bringe ich jetzt verdammte Scheiße nochmal wohin? Da oben. Ja? Okay. Das verstehe ich. Bis ich da mir herausgefunden habe, was da was für geschissene Anhänger und was für Kupplung und leg mir bloß am Beidel. Mir ist wurscht. Tipp, Anhänger mit Winde ranziehen. Geht das? Der hat auch so Winden-Slots dort gehabt, gell? Oder Winde-Anmachpunkte. Nix jetzt da, bevor wir jetzt da durch. Den Anhänger bringen wir schon noch weg. Ja, erst bei Geld und XP grind das Ding immer schon. Bevor wir diese fetten Aufträge, was heißt fette? In meiner Welt noch fette Aufträge, wo man 2, 3 Sachen gleichzeitig tun muss. War es erstmal geil, wenn man bessere Winden, ein bisschen bessere Reifen, ein bisschen vielleicht nur einen besseren Motor, Ohrstufen und so weiter hat, dann tust du halt 25 mehr leichter.
glaube, das ist der falsche Hänger. Nein! Das glaube ich nicht, der wird gelb markiert. Da ist aber auch so viel Symbolzeiger auf einem Haufen, dass ich nichts sehe ums Verrecken. Wir haben den Flitz da, wir haben den richtigen Schiebeplanen, Auflieger haben wir da und den sollen wir da zur Farm bringen. So verstehe ich. Wird schon passen. Da gondeln wir jetzt so, wen haben wir ihn da. So. Aber jetzt spannend. Weiß ich nicht, ob da wird Aster und Dumm nichts bringen. Eher mit Schwung, hä? Gib mir mit Schwung. Naja, da fällt ja gar nichts. Schau hier. Fällt ja gar hinten und vorne nichts, fällt da. Ja, nicht einmal, haben wir keine 4 Milliliter nicht reingesungen. Das sind, keine Ahnung. Oh, da bist du halt so zwischen die Spuren fahren. Also nicht auf die Spuren, sondern ein bisschen rechts versetzt. Jetzt singen wir uns. Ah, jetzt kriegen wir schon. Nein, nicht. Winde nicht verbinden. Ah, wieder ein bisschen um. Oh, oh. Okay. Allrad, Lastenantrieb. Okay, da geht gar nichts mehr. Scheiße, jetzt haben wir wieder Scheiße gebaut da. So, Winde angebunden. Wo ist denn die Winde angebunden? Ich sehe nicht, wo es angebunden ist. Ach so, hinten. Baum angerissen. So. Kannst du bitte rückwärts fahren? Warte mal. Bisschen rückwärts. Ja, wird nicht, das wird nichts. So wieder wie es ist. So, wieder Allrad, geht besser. Ja, Stickerl. Komm! Bisschen durchgraben! Bisschen links oder ein bisschen rechts aus, damit wir ein bisschen einen Grip. Ja! Ja! Oh, wie schalten wir das Differential ein? Differentialsperre ist nur im Lastgang verfügbar. Okay, da müssen wir einen Lastgang rein da. Differentialsperre ist nur im Lastgang. Hab ich doch rein da. Jetzt. Okay. Und jetzt geht da noch mehr. Ich spüre keinen Unterschied, muss ich sagen. Nein, das da vorne verbinden. Ja! Circa das Ding! Und wieder aus. Wir schauen mal gut aus. Wenn wir in dem Lastgang haben wir natürlich viel langsamer, aber wir kommen vom Fleck. Mei, wenn einmal lesen darf, der Bub. Du ist Spei! Da wird nichts, da kann ich lesen! Was lesen? Wir kommen in der Letten nochmal angreifen und nicht zum Lesen. So. Neben der Spur, Allrad, gib ihm. Oder geht auch nicht so viel, warum? Das meine ich mit. Abseits der Straße schaut eigentlich gar nicht so lettig aus, aber ist lettig wie Sau. Boxengabe! Achtung, 5 Sekunden. Sobald du eine Mission aktiv hast, werden alle Hänger, die passende Ladungen haben, markiert. Ich verstehe. Können wir da durchgondeln? Das heißt, hätten wir für die nächste Mission vielleicht für ein und dieselbe Sache 2 verschiedene Anhänger hernehmen können. Verstehe ich es richtig? Ich probiere es jetzt da durch. Ist mir wurscht, was ihr sagt. Haben wir genau den richtigen Korn dafür. Ziehen wir uns an die Stauern entlang. So schaut's aus. Na, da nicht. Na, da nicht. Na, da nicht. Alter, das dann nehmen wir die gute Abkürzung. Kaputt gegangen ist auch nichts. Ich hab keinen Funken Schaden gekriegt. Keinen Ton möchte ich hören. Gas. Leute macht das 1000 Like-Kastel voll zu fix. Flip Frank, da hast du absolut recht. Haben wir immer noch nicht bei 1000 Mal den Like-Button gesmashed. Ich versteh's nicht. Nein, ich versteh's nicht. So, jetzt gib ihm. Können wir uns da irgendwo keine sichtbaren Wegpunkte? Das passt schon. Da kämpfen wir uns schon durch. Das war Zage Marie, aber wir kämpfen uns durch. Dann haben wir ein bisschen Kohlen. Oh, da auf der anderen Seite sehe ich schon wieder den tiefsten Schlamm. Da fahren wir ein bisschen links. Da fahren wir jetzt gleich komplett geradeaus durch. So. Und dann fahren wir da links da so durch, nicht in die Letten da rein. Die schaut sehr tief aus. Jawohl! 2400 verdient! Das sagt der ich. Und wenn das keine absolute Punktladung um Punkt 10 war, dann weiß ich es auch nicht. Da, was kann man noch machen? Kann man auf die Schnelle noch machen? So, was sollen wir jetzt machen? Jetzt machen wir eine Umfrage. Entweder wir machen noch irgendeine kleine Pimmelmission oder ich zeige euch
mein Projekt, an dem ich arbeite. Und für die, die es schon gesehen haben, gibt es halt dann ein kleines Update, was ich seit letzter Woche gemacht habe. Was meinen Sie? Ab in den Chat. Progressing. Achtung, Umfrage. Was der mal? Fragezeichen. Projekt anschauen noch kurz oder noch eine Snowrunner-Mission. Umfrage starten. Beides gibt's nicht. Wenn da jetzt 50% rauskommt, tröte ich so laut in die Tröte und fahr einfach aus dem Bett, lass den Stream laufen bis morgen Mittag und komm nicht mehr. Herr Schleinkofer. Der gute alte Spider-Truck mit der Seilwinden. Spider-Truck macht, was nur ein Spider-Truck macht. Ja, das ist der gute. Das ist der richtig gute. Der richtig gute. Jan, merci dir. Und an den ganzen Rest jetzt einmal kurz. Ich war ein bisschen beschäftigt, vielleicht habt ihr es mitgekriegt. Jan, merci. Boxsägelkali, merci für deinen Fünfer und vor allem für die 5 Noob-Sekunden, die ich gerne mal in Anspruch nehme. An den Brr, an den Achinoa und an den Renato, welcome to the squad. Danke für die Resubs und danke für die Mitgliedschaften. Herr Billinger, merci für deine 2 Monate. Habe Tritt und die Mom hat gemeint, es war gescheiter, wenn es gleich mit dem Fußbus fährst. Mit der die gute alte Fußmaschine. Niedermeyer, Flo, Cyberfox, an den Rest. Ich hoffe, ich habe niemanden übersehen. Das war halt ein bisschen viel. Ich weiß nicht, was da los ist. Könnt ihr mir jetzt seit Jahren nicht mit 60% Projekt anschauen, nur kurz, noch eine Snowrunner-Mission? Tja, schaut nach, wir schauen mal ein Projekt an. Dafür werden wir nächste Woche am Montag schauen wir, ob wir da. Aber das ist jetzt auch die Frage: Multiplayer, dieses Spiel, wenn das bloß zu viert geht. Wer kommt dann da rein, wer nicht? Und ich mag keine Vorauswahl nicht machen und weißt du eh, wie es ist. Ich mag niemanden benachteiligen, ich mag niemanden bevorzugen, etc. etc. Ist ein bisschen schwierig. Leute mehr auf Mission, dass wir auf 50-50 kommen. Ja, bla bla. Nix. Ab 500 Stimmen zähle ich diese Umfrage. Renata! Oh, aus der Schweiz, aus der zweiten Lieblingsnachbarn. Grüße! Du könntest bei Gelegenheit den GMC verkaufen und das Geld für Upgrades beim Flitzner nutzen. Grüße aus Zürich! Grüße nach Zürich. Wir haben so wenig Schweizer bei uns in der Community. Da kommst du genau richtig. Herr Renato, danke dir. Kuss auf die Nuss. Und danke für deine 10 Schweizer Franken, die sie bei uns herum anfüllen wie 4.000 Euro. Danke. Ich habe es schon ein paar Mal gelesen. Ich soll den GMC verkaufen und Upgrades für die andere Karre kaufen. Ich habe es schon gelesen. Dankeschön. Multiplayer ist doch saugeil. Dann machen wir nächsten Montag Multiplayer. Das machen wir. Das hat mich heute ich sag dir, was ist, mir hat das Spiel gezeigt. Das ist einfach, ich verstehe, was die Leute da drauf geil finden. Ich verstehe es. Da, 60% sagen Projekt anschauen. Dafür spielen wir, das hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen, dafür spielen wir nächste Woche Multiplayer. Ich weiß nur noch nicht, wen wir da einlassen und wie macht man da. Das können wir noch schnell nachschauen. Pass auf, jetzt gehen wir da mal in das Menü hinein. Werkstatt verlassen. Gespeichert ist automatisch, nehme ich mal an. Zurück zum Hauptmenü. Ja. Kann da einfach einer ein Spiel hosten, andere Leute finden das, joinen, weil dann können wir das gute alte Spiel von wer zuerst drin ist, mal zuerst. Was soll ich machen? Mod-Browser, Koop starten. Black River, Michigan. Oh, ich habe ganze 3% geschafft in fast 1,5-3 Stunden. Ja. Okay, Spiel erstellen, Spiel finden, Crossplay, Blockliste. Crossplay ist deaktiviert. Aktiviere es in den Einstellungen. Gesperrte Spiele. Spiel finden. Session Wiki. Okay, dann müssen wir irgendwo in die Einstellungen. Kommen wir anscheinend das Crossplay, die Crossplay-Modus an. Ende des Fahrers sein. Ja, das ist alles wurscht. Okay, das haben wir. Koop starten, Black River mit Session per Code. Bitte den Einladungscode eintragen. Dann habe ich quasi den Code und werden als erstes eintragt. Kommt als erstes. Spiel erstellen, Privatsphäre, Privatspieleranzahl gibt es nur maximal 4. Truck-Modus aus. Wenn ich jetzt da privat tue, das probieren wir jetzt einfach mal schnell, ja? Ihr könnt ja den Code sehen, dann joinst du halt schnell, dann wissen wir zumindest, dass es funktioniert. Und das finden wir noch nicht erst nächsten Montag aus, sondern gleich. So, das haben wir nun.
Tracklager, da haben meine, gut, die werden wahrscheinlich in der Open World umeinander stehen, oder? Der Serviceanhänger, der ist da irgendwo, die schwere. War nicht, ah ja, da ist der Fleetstar, der steht hinten. Und der andere ist eingebucht, okay. So, wo kriege ich jetzt da... Einstellungen zurück zum Hauptmenü. Wo kriege ich jetzt da den Code her? Der Uzi einmal, der hat die DLCs. So. Ich glaube, innerhalb von ich glaube, dass wir von den DLCs nicht recht viel sehen. Coop mit der Bürgerin. Wer am meisten donated, mal zuerst. So läuft das hier nicht. Aber wo ist der Code? Projekt 60%. Zeige ich euch gleich. Ich zeige euch gleich schon ein bisschen. Ich habe es arbeitsfähig gemacht, dass ich es nicht herzeige. Aber wenn es dann am Ende nicht noch viel ausschaut. Ich muss sowieso immer wieder 5 Minuten vorher erklären, was ich da jetzt gleich herzeige, weil die Hälfte wieder nicht kapiert, was los ist. Da holt's mir, Kobus, glaube ich, liken nicht vergessen. Am besten geht's mit Session Code, nie mit Code. Vergiss das, ist nicht so einfach mit dem Hosten. Naja, so schwer kann es auch nicht sein. Bitte noch mehr Folgen von SnowRunner. Einfach mega amüsiert, wie dich durch den Schlamm kriegst. Herr Köth, merci dir für deinen Fünfer. Der Martin Utzmer schreibt, ja, Moment, der Geibüfse, mehr Schweizer, können wir machen. Ja, Geibüfse, merci dir, Kuss auf die Nuss. Die habe ich vorher schon mal irgendwo in die Donations gesehen und hab's nicht erwähnt. Doppelt Dankeschön, Kuss auf die Nuss. Code ist für Konsolen, privat am PC ist per Friendlist. Unten mittig. Ist die, nein, der Code ist schon die ganze Zeit da. Xiva P.2D4B5. Das ist jetzt für mich eher noch eine Spielversion an. So, jetzt werden wir mal die Umfrage die wir mal beenden. Wir haben 60%. Da unten mit der Code, der unten in der Mitte, nein, das ist er nicht. Der war vorher schon da, das weiß ich. Weil ich mich vorher nämlich auch schon gefragt, was ist das? Herr Code! Merci dir. Kuss auf die Nuss, habe ich gerade schon vorgelesen. Dankeschön. Ist jetzt da, haben jetzt da lauter Pro-Gamer da, aber keiner weiß, wie man den Code kriegt. Menü und dann steht unten Y-Gruppe verwalten. Sehr gut. Ja, 6, das ist tatsächlich. Gruppe verwalten. Einladen, Einladungscode kopieren. Einladungscode. Da steht er! Der Einladungscode ist kleingeschrieben TUNCV. Please try to join. Startdrucker müsste da was stehen. Free Frankie haben wir schon. Jetzt bin ich gespannt, können da einfach jetzt. Hab ich privat gemacht oder öffentlich? Anderen Spieler erlauben, meinen Track abzuschleppen. Ja, natürlich. Haben wir schon. Tunkv. Gut, bis jetzt jemand das Spiel aufmacht und das probiert und keine Ahnung, kann ich nochmal schnell ins Hauptmenü. Ja, das macht keinen Sinn. Weil ich nicht mehr weiß, ob ich auf privat oder öffentlich gemacht habe. Aber ich glaube, ich habe privat gemacht. Und dann ist halt die Frage, müssen, oder privat per Code, das ist das Gleiche. Sobald jemand den Code. Anklopfgerät! Hat sich noch Black River versetzt! Da ist das geht schon. Anklopfgerät, bist gleich der Erste. Wo haben wir da? Da ist der Anklopfgerät TOG2. Nice! Also, pass auf, probieren wir auch gleich, ob es einigermaßen funktioniert. Mein Problem ist nämlich auch so ein bisschen, wenn ich hoste, wird wahrscheinlich auch meine Internetverbindung, mein Downstream oder mein Upstream benötigt, wahrscheinlich sogar beides. Und da mein Stream hier mit voller Kanone läuft, schaut das wahrscheinlich gar nicht. Der aktuelle Crossplay-Einladungscode lautet, jetzt hat er sich geändert, oder wie? Oh, hat sich geändert. K0TE2. Aber wir sehen, es funktioniert. Jetzt ist nur noch die Frage, der Flames mit V, hab ich die in meiner Friendlist? Kannst du mal bitte schnell im YouTube-Chat schreiben, hab ich die immer? Ich weiß es nicht. Der Captain Chaos, den habe ich glaube ich nicht in meiner Friendlist. Ich habe halt immer wieder mal in so Community-Zogs, nimm mir eine ganze Litanei an Friend-Invites an. Und da haben noch 150 drin, die ich nicht genommen habe. Deswegen weiß ich nicht, wen ich in der Friendlist habe und wen nicht. Aber da schaut mir schon wieder so, dass das Lobby-System nicht gescheit funktioniert. Jetzt hat nämlich der Captain Chaos das Battle vom Anklopfgerät und so weiter. Foxy! SnowRunner maximal 5 Spieler pro Lobby, also ist nichts mit Free for All. Ja, es ist im Prinzip Free for All. Die ersten, die reinkommen, haben die ersten, die da sind. Ganz einfach. So, jetzt gehen wir mal, Werkstatt verlassen. Da hast du vorne schon umeinander, auch schon hin. Handbremse außer. Ja, Freilich, fährst du mit dem Raketenwerfer vorbei. Hier, hupen du, ey. Captain Chaos ist da. Der fährt mit dem blauen Ding. Okay. Wir sehen, es funktioniert.
Sehr gut. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war SnowRunner im Solo. Nächste Woche werden wir das im Multiplayer machen. Ich habe keine Ahnung, was man da im Multiplayer tut, ob man da dann Missionen annimmt oder miteinander macht oder keine Ahnung, was man da fahren wir dann einfach alle zu viert zu der Mission, das werden wir schon irgendwie hinpimmeln. Keine Ahnung. Wenn jemand stecken bleibt, zieht der eine den anderen raus. Das wird gut. Das werden wir ausprobieren. Ja, Community Talk SnowRunner. Und da darf ich dann keiner beleidigen, wir haben 4 Slots, beziehungsweise 3. Es ist Foxy übrigens, merci für den Euro. Es ist ja absolut, wer einer kommt, kommt einer. Wer rausfliegt, fliegt raus. Es ist, was es ist. Und wenn ihr Pause fliegt, schaue ich kurz, da steht dann kurz dort, der Beitrittscode ist jetzt folgender, ihr dürft das alle sehen, jeder, der zuschaut, darf ins Speichern. Wer einer kommt, kommt einer, wenn nicht einer kommt, nicht. Also da wird niemand bevorzugt oder sonst irgendwas. Werden wir schon hinkriegen. Bedanke ich mich beim Anklopfgerät, beim Captain Chaos und wer immer da gerade noch joint, wen haben wir da noch? Der General Utz! Und General Utz, glaube ich, habe ich in der Friendlist. Bin mir nicht sicher. Schauen wir da nochmal, Gruppe verwalten. Ja, da stimmt sowieso nichts. Da werden nicht alle angezeigt und keine Ahnung. Naja. Man macht das gleiche wie im Solo, man kann Missionen zusammen machen. Das werden wir machen. Ihr werdet euch heute denken, so, Alter, das ist eine Kacken-Missionen. Ja, aber mei, ich bin ja noch nicht weiter, was soll ich machen? So, Freunde der Sonne. Danke fürs Testen. Möchtest du zurück ins Hauptmenü? Ja. Ich nehme alles zurück, das macht Spaß. So, das ist gemütlich, Gamepad intent, zurückkleiner, kann ich mir vorstellen. Ist nicht so stressig, kann ich mir vorstellen, dass das jemand tut, gibt einen Haufen Scheiß zum Freischalten und fühlt sich alles, dass dein Charakterlevel. Es ist nette Idee. Aber du musst erst damit draufkommen, dass eine Art von Spiel zum machen überhaupt. Und dir denken so, ja, auf das kann jemand Bock haben. So, annehmen. Warum heißt denn das SnowRunner? Ist es ein bestimmter Begriff in diesem... Ich meine, diese Tracker und so weiter, die gibt es ja wirklich. Irgendwo in fucking Alaska und sonst was. Nennt man die SnowRunner? Ist das so ein umgangssprachlicher Begriff oder was ist da los? Herr Geilbuffet! Kuss auf die Nuss. Danke dir. Ich weiß nicht, für was den Zwickel und 4 Cent. Ohne Nachricht. Ungewöhnlich von dir ohne Nachricht. Kuss auf die Nuss. Ich hab da ein paar 100 Stunden im Game. Du, da sage ich gar nichts. Ich hab ein paar 100 Stunden im Diablo und du fragst, und manche Leute fragen sich wahrscheinlich, was zur Hölle, Alter, du rennst da im Kreis umeinander und drückst 3 Knöpfe und zerpümmelst Viecher und das soll lustig sein, verstehe ich nicht. So. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich stelle Ihnen nun vor mein Projekt, für das ich zum Beispiel einen Podcast liegen habe lassen. Früher liegen habe lassen, als ich das eigentlich vorhatte. Und was ich seit Freitag, seit 2 Wochen also eigentlich in jeder verfickten freien Minute ohne werkelt wie ein Narischer. Ich werde da immer wieder mal was herzagen, nicht jede Woche. Jetzt ja gerade momentan der Anfang, das Alpha-Stadium, sage ich mal, oder das Prä-Alpha-Stadium. Da ist der Progress sehr viel und sehr schnell sichtbar. Darum kann man immer wieder ein bisschen was herzagen und so weiter. Ansonsten hätte ich mir gedacht, maximal alle 3 Wochen einmal oder alle 4 Wochen. Ja? So. Ich habe von einem Projekt erzählt, das ich angefangen habe, das mich dermaßen angefixt hat, wo ich glaube wirklich in den letzten 2 Wochen habe ich 100 Stunden einbuttert. Ich weiß es nicht, wie viel. Ich weiß nicht, wie viel. Das würde ich nicht mitrennen. Das Projekt ist ein Spiel. Ein eigenes Spiel. Ich träume seit Anbeginn der Zeit davon, selber ein Spiel zu machen. Ich habe auch schon 2 Versuche halbwegs ernsthaft schon mal gemacht. Das waren allerdings Browser-Games. Das hat jetzt mit normaler Spieleentwicklung nichts zu tun. Dieses Mal soll es ein ganz normales Spiel sein, das man auf Steam, ich weiß nicht, wird es Free-to-Play mit Shop, was heißt mit Shop? Mit einem kleinen Shop, mit kleinen Skins, ja, Gimmicks. Die einer Donation einen, das kannst du kaufen, wenn es Bock ist, wenn du es gut findest, zum Supporten. Musst aber nicht, braucht kein Mensch. Oder schreibt mir 5 Euro, 8 Euro, irgend sowas drauf und fertig. Ich weiß es noch nicht, um das geht es auch überhaupt nicht. Ich werde es nicht unfair gestalten. So viel sage ich jetzt zur Monetarisierung, mehr nicht. In erster Linie geht es mir darum, ich habe das selber gemacht, ich habe sehr viel gelernt, ich habe bei 0 angefangen, sprichwörtlich bei 0. Gut, ich bin Programmierer als Webdev. Das heißt, ich weiß, wie grob Programmcode abläuft und so weiter. Das hilft natürlich, aber ist in der Unreal Engine nochmal ganz was anderes. Das Spielprinzip wird ein Survivor-like. Was zur Hölle ist ein Survivor? Oh, lecker Survival-Game von mir. Nein. Es wird ein Survivor-like. Sowas wie Vampire Survivors, Deep Rock Galactic Survivors, Halls of Torment,
etc. etc. Was waren das für Spiele? Vielleicht habt ihr es gesehen, vor 3 Wochen haben wir so eins gespielt. Mit dem kleinen Zwerg, wo die ganze Zeit Viecher auf die zukommen. Die Waffen, die du an dir drohst, schießen, verhalten sie unterschiedlich, schießen automatisch auf die Viecher, die kommen. Und du spielst im Prinzip gegen Zeit. In der Zeit werden die Viecher immer stärker. Du musst Viecher umbringen, die XP einsammeln. Und dann levelst du auf und das muss schneller gehen, als die Viecher stark werden, weil sonst überrennen sie dir und du stirbst. Warum dieses Genre? Erstens, weil mir das Genre ziemlich gut gefällt. Zweitens, das ist der Hauptgrund, so ehrlich muss man auch sein, das ist halbwegs überschaubar vom Umfang zu machen. Ja, ein Shooter, ein Story-Game. Wer von mir The Last of Us 3 erwartet? So viel dazu. Schluss jetzt mit der Rundonate-Reihe. Ungewöhnlich ist mein zweiter Vorname. Ich teste gerade etwas. Achso. ob man das Schwarzgeld auch irgendwie dem fetten Trottel zuschreiben können oder so. Ein Bierprotator zum Beispiel. Richtig. Aber nicht in 2D, wie die meisten Vampire Survivors sind, sondern in 3D. Ja, ganz gezielt. Ich hab vor über 1,5 Monaten habe ich schon einmal angefangen mit Unreal. Da bin ich genau 2 Tage weit gekommen und wollte so eine 2D-Plattform machen und habe mir dann gedacht, so, nee, wieder keinen Bock. Und dann habe ich aber ein Ziel vor Augen gehabt. Ja, und dann habe ich einfach angefangen und dann hat es mich angefixt wie noch schon lange nichts mehr. Also so krass war es schon lange nicht mehr. Und jetzt habe ich reingebuchtet. So, ich zeige euch jetzt da ein bisschen was. Ganz wichtig, die Assets, das bedeutet, die Models, wie das optisch ausschaut, interessiert noch keinen. Ja? Das sind die Standard-Assets von Unreal, die du umsonst kriegst. Ja? Einfach graue Blöcke und ein bisschen eine Textur drauf und dann passt schon, da wuselt irgendein kleines Viech umeinander und so weiter und so fort. Das wird alles noch anders gemacht. Aber um das geht es nicht, es geht rein um die Funktionalität. Cybergamer, Schluss jetzt! Kuss aufs Nusserl, Mackerl, Invoice merci, ich verzeih jetzt was. So, wo drücke ich jetzt hin, damit ich euch da nicht irgendwie, was machen wir so? Ist da alles da? Jawohl. So, das hier ist der Unreal Editor, das ist quasi die Software, mit der du das Spiel engineerst. Da verbringst du drin umeinander. So schaut der optische Quellcode aus von dem Spiel, wenn man so will. Das ist nichts anderes wie C++ programmieren, bloß halt im Blueprint-System, so heißt es bei Unreal, du klickst da die Nodes zusammen und die müssen halt dann zusammenspielen. Das ist wie ein Ablaufdiagramm im Prinzip. Das zusammenhängt miteinander und so weiter. Du konzipierst da drin das Player UI. Ich weiß halt leider nicht mehr, was ich euch letzte Woche gezeigt habe und wie weit das ich letzten Mittwoch oder Montag war im Vergleich zu Uhrzeit. Ich fange einfach mal jetzt das Spiel an, weil die Gameplay-Loop. Manu! Kuss auf die Nuss. Welcome to the Squad. Danke für die Mitgliedschaft. Ab in den Chat. Aber die Manu. Schaut schon anders aus als vorher. Also das natürlich schaut es anders. Ich hab die Welt ein bisschen größer gemacht. Ich habe nicht nur so ein Mining. Mir gefällt in DRG. DRG hat was Neues gemacht. Ja? Was andere Vampire Survivors, der Urvater und die anderen nicht machen. Nämlich da rennst du bloß in einer fast ganz offenen Welt umeinander und es kommen einfach Viecher und das war's. Ab und zu kommt dann einmal ein Boss, der kann nicht viel, den pümmelst du über den Haufen und das war's. So. Und DRG hat da ein bisschen was anderes gemacht. Erstens, es gibt diese Mining-Blöcke. Das sieht man da schon recht schön. Ja, das war das Erste, was ich nachgebaut habe. Dass ich mit meinem Charakter da hingehe und dann haut der da so drauf. Man sieht es optisch nicht, aber er applied Schaden auf diese Mining-Blöcke. Die habe ich übrigens von Grund auf neu gemacht. Und je nachdem, was für ein Block das ist, spawnt da eine Ressource. Die Ressource wird gespeichert und mitzählt. Das ist auch komplett überarbeitet und ist neu drin. Es ist ein komplett eigener Ressourcenmanager für die Leute, die vielleicht ein bisschen Ahnung von Programmierung haben und einigermaßen wissen, von was ich rede, das wirklich global verfügbar ist. Wenn ich jetzt auf die Idee komme, scheiße, mir braucht man nur eine lilane Ressource, dann drücke ich genau 3 Knöpfe ins Purple und dann existiert die und funktioniert die. Mit Aufsammeln, mit Spawnen, mit alles, was dazugehört. Dann, habe ich ein bisschen mit so Assets umeinander gespielt. Ja, wir funktionieren Texturen und habe da halt dann so comichafte Steiner-Texturen und so comichafte Grasal verteilt und so weiter. Wie wirkt sich das auf Performance aus? Dann habe ich neue Gegnertypen gemacht. Es gibt jetzt Viecher, die fliegen können, es gibt Viecher, die graben können, es gibt Bossviecher, die eine Lebensleisten um das 5-fache an Leben haben, mehr Schaden machen, schneller laufen. Dann habe ich was haben wir noch fertig? Es gibt mittlerweile 2 Waffen. Es gibt die Burst Rifle, die schießt immer so im 1,5 Sekundentakt so 3 Kugeln auf den nächstgelegenen Gegner, der innerhalb deines Feuerradius ist, und eine Granate.
Ich drücke jetzt einfach mal auf Play und versuche nebenbei so ein bisschen zu erklären, was los ist. Es sind schon ein paar Sounds sind auch schon drin zum Testen und so weiter, aber das seht ihr jetzt gleich. So, Play. Das ist meine Figur. Das sind Testressourcen, die ich auf die Schnelle aufklappen kann. Mr. GM Christian lese ich nachher. Das sind Test XP. So, eigentlich müssten jetzt Viecher kommen. Wir haben der Viecher-Spawner ist fertig. Die spawnen um mich rundum und kommen langsam. Dann fängt es an, dass da Granaten wirft. Die wirft es meistens über die Viecher drüber, das ist Absicht. Das Ding hat einen Explosionsradius mit Fall-Off. Und dann gehst du da langsam und zerpimmelst die Viecher. Dann in Stage 1 haben schon Random Events fertig. Das heißt, oben in der Zeitleiste haben so 3 so rote Kugeln, dann kommt irgendein Event. Ich habe noch nicht viele Events fertig, zum Beispiel das, was da jetzt gleich passiert. Der ist fertig. Da, wenn ich mich jetzt einstelle, bin ich hier. Oh, Upgrade-System habe ich letztes Wochenende gemacht. Movement Upgrade, Overall Fire Rate, Mining Radius. Alles Scheißdreck. Reroll-System. Steht da dort, kostet 5 Gabe. 31 Kammer, Reroll, wird automatisch schon abgezogen, neuer Ressourcenmanager. Collector Rack, 12% Crit Chance auf alle Waffen. Nehmen. Upgrade. So, und jetzt oben mit Meteor. Boom. Dann rauscht da ein Meteor herunter. Okay, ich bin gleich tot. In meinem eigenen Spiel. Herzlichen Glückwunsch. Burst Rifle Fire Rate. Gib ihm. So, gehen wir mal da aus, sagen wir, haben wir tot. Es passiert noch nichts, wenn ich tot bin. So, Viecher laufen mir nach. So, dann. Das erste Alleinstellungsmerkmal sind, ja gut, die Events sind kein Alleinstellungsmerkmal, aber wie viele Events gibt es schon in DRG und in die anderen 12% Crit Chance. Das Crit Chance System funktioniert natürlich. Die sämtlichen Upgrades, die du upgradest, wirken sie natürlich auch schon auf den Schaden, auf die Crit Chance, auf den Crit Damage, auf den Fire Radius, was diese komische Kugel um mich rundum ist übrigens. Das bleibt da später nicht drin, das ist bloß für mich zum Sehen, okay, wenn das Viech in diesen Dings da reinläuft, ja, in diese 2 roten Kreise da rundum, dann fängt meine Waffen an zum Schießen. Meine Granaten oder weiter eine Reichweiten als mein 3-Schuss-Gewehr. Also wenn die da in den ersten Ring reinlaufen, da kommt noch mehr ein Meteor. Um die Frage zu beantworten, macht der Meteor an mir Schaden? Ja. Macht er an die Viecher Schaden? Ja, natürlich. Macht Sinn, die Viecher da rein zum Locker? Natürlich. Ist das alles schon gebalanced? Es gibt doch kein Level nicht. Ja, ihr habt da komplett freie Fläche. Absolut langweilig, das ist mir schon klar. Es geht nur darum, funktioniert's. Kann ich Schaden machen auf die Viecher, spawnen die XP. So, Alleinstellungsmerkmal. Was kann jetzt das Spiel, was die anderen Survival-Likes nicht kämen? Es gibt einen Knopf mehr pro Waffe, die du gerade angezogen hast da unten. Und zwar ich nenne es jetzt einfach mal Waffen-Ultimate. Das heißt, du drückst für den ersten fürs Ulti von der ersten Waffe, im ersten Waffenslot einen 1er, dann einen 2er, einen 3er, einen 4er. Und dann drückst du auf den 1er und dann passiert folgendes. Oh. Radius. Bam, 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 bam. So. Dann läuft unten der Cooldown. Jede Waffe hat schon seinen eigenen Cooldown, löst dann das Ultimate aus. Das ist jetzt im Fall der Burst Rifle. So eine kleine Gatling Gun, ja, für 5 Sekunden lang machst du 200% Crit Chance, hast 100% Crit und gibst ihm. Ist also ein Bosskiller. Ich hätte jetzt gerne einen Boss da, damit ich es demonstrieren kann. Es gibt nämlich mehr Events als bloß den einen scheiß Meteor, der runterkommt. Events werden alle zufällig ausgewählt, jetzt geht's dann in die nächste Stage. Tu jetzt mit der Health. Was kann die Granaten als Ultimate? Blub. Blub. Wirft 8 Granaten um sich rundum, hat einen doppelten Sprengradius und macht 100% Crit Chance. So, die Crit Upgrades sind einmal nur wurscht. Dann, was auch neu gemacht ist, haben eben diese Mining-Blöcke, die habe ich aber glaube ich letztes Mal schon hergezeigt. Da brauchst du bloß hingehen, du musst nichts drucken oder so. Sobald du in Reichweite bist, kriegen die Schaden, sagst du, und dann zerreißt es irgendwann. Diese Blöcke haben Ressourcen dabei, zum Beispiel Gold, Rot und halt eben Blau. Da haben wir jetzt schon einen kleinen Fehler gesehen, die Viecher sind nicht mehr weitergegangen. Oh, der Swarm. Jetzt kommen ein Haufen Flieger, die Viecher. Was tun wir mit denen? Die springen wir natürlich aus dem Leben. Und aktivieren beide Ultis. Overall Damage. Bam. Mehr Crit Damage. So, damit du checkst, für was glaube ich das Gold auf? Der Reroll. Du kriegst jeden Level-Up kriegst du 3 zufällige Upgrades. Ja? In einer bestimmten Stärke. Selten, legendär, episch, normal, selten. Wie auch immer. Und je höher
der Seltenheitsgrad ist, desto höher ist der Wert. Und dann upgradest du das und dann hast du 12% mehr Fire Rate Bonus. Jetzt hast du da nur Scheißdreck. Dann denkst du so, nee, fuck, ich mag was anderes haben. Drücke auf Reroll. Blub, kriege ich was anderes. Oh, der Explosion Radius, der gefällt mir, Upgrade. Da fliegen die Viecher noch in der Wand rum. Das ist natürlich noch, es ist nicht so einfach, die Wegfindung von die Viecher. Vor allem, es sind da gerade 100 Viecher auf der Welt aktiv. Ist nicht ganz einfach. Aber, so, oh, wir haben einen Small Boss, wir haben jetzt oben in Stage 2. Die Viecher skalieren auch schon mit dem Leben, mit dem Schaden, mit der Bewegungsgeschwindigkeit. Und jetzt kommt der Boss um. Crit Chance, Crit Damage, Overall Damage. Und ich hab kein Ulti ready. Da kommt der Boss! Ja, da schießt du lang umeinander. Warte mal, da rührt sich genau gar nichts. Und für das haben wir die Ultis eingeführt und dann passiert das. Schmilzt du Sau. Boom. Der droppt dann Aggressors XP-Pointel, für das du mehr XP kriegst. Boom. So, jetzt haben wir ein bisschen viele Viecher da. Springen die Arschlöcher mal weg da. Boom. Ja, genau. Für das, dass ich bei 0 angefangen habe, ist das gar nicht so schlecht. Da haben meine Player-Stats, wo ich sehe, wie viel Crit habe ich, wie viel Crit-Damage, wie viel Damage all over, wie viel Fire-Rate und so weiter. Die Waffen-Upgrades sind drin. Für die Burst-Rifle und für die Granate. Und was ich übers Wochenende gemacht habe, wo der größte Progress und wo die Module alle endlich so ein bisschen endlich zusammenspulen, ist eher der Game Mode. Ja, der Timer-Balken da oben, der 3 Minuten durchläuft. Es werden, wenn eine Stage fertig ist, wird natürlich die Stage in T sein. Dann haben wir in Stage 3, Stage 4, Stage 5, Stage 6. Mit jeder Stage werden die Viecher, die da sind, stärker. Und du bist halt gezwungen natürlich, dass du auch immer stärker wirst, weil sonst überrennen die Viecher irgendwann. Und da bin ich gerade am Ausdüfteln, so wie viele Viecher gleichzeitig fühlen sich gut und der ganze Scheiße. Aber es ist auch alles nur unwichtig. Hauptsache, es funktioniert. Ja, und der Plan ist, dass dann 3, 4, 5, 6 Events pro Stage passieren. Das können gute sein, das können schlechte sein, wie zum Beispiel der Meteor, der, wenn die trifft, bist hi. Und du kannst aber die Viecher da so einlenken, dass der Meteor die Viecher kaputt macht. Der Meteor kann auch auf die Mining-Blöcke einschlagen und macht die kaputt. Und so weiter und so weiter. Also an Ideen, die Liste an Ideen ist ewig lang. Aber jetzt versuche ich erstmal das Fundament fertig zu kriegen mit diesen 2 Waffen. Also es gibt noch so viele Waffen, wie mir einfallen geben. Aber erst einmal, wenn es mit 2 Waffen funktioniert, funktioniert es auch mit 4 später oder mit 10 oder mit 20. Das nächste, was noch kommt, ist, dass man Waffen, das kann ich euch eigentlich auch noch schnell sagen, dass in DRG ist zum Beispiel so, du wirst Level Up und wählst ein Upgrade für deine Waffe. Dann wird deine Waffen von Level 1 auf Level 2. Also du auch auf Level 2, 3, 4, 5, aber speziell die Waffe, für die du das das kann ich euch auch da zeigen. Unten, ich erzähle jetzt mal mit der Donaterei auf Kruzifix, wenn ich sage, Herzog! Schluss jetzt! So, ich will jetzt da für die Burst Rifle ein Upgrade. Es steht jetzt da in Textform noch nicht dort. Aber wenn ich da Upgrade drücke, dann steht da in der Weapon Slot Box 2 drin. Das heißt, die Waffen ist Level 2. Und was ich haben will, ist, alle 10 Level kriegt die Waffen, in DRG heißen es Overclocks. Das kann ich nicht direkt übernehmen. Sage ich auch freiwillig, weil natürlich ist es abgeschaut. Ist mir auch scheißegal. Kriegst du so ein Modul. Und dieses Modul, das ist ich nenne es jetzt einmal Major Upgrade. Das nicht bloß, du machst jetzt jede Kugel mehr Schaden, sondern die verändert das Gameplay der Waffe. Das ist so der Plan. Und da muss ein Menü kommen, das zum Auswählen. Ja, das ist halt noch nicht drin. Aber die Funktion in der Waffe existiert schon. Und zwar sowohl bei der Granate als auch bei der Burst Rifle. Ich habe jetzt da mit bei der Burst Rifle habe ich einfach Cone Fire genannt, dieses Modul. Das kannst du dann zufällig kriegen und dann denkst du, wow, geil, das ist so viel stark, das wäre ja aus als Upgrade. Bei Waffenstufe 10. Ich aktiviere jetzt das da per Hackerl. Das ist später dann bloß eine If-Abfrage. Und dann schauen wir, was das Ding kann. Zack, zack.
Gesehen? Warten wir mal, bis ein paar mehrere Viecher kommen. Wir sammeln mal da die Dinger ein. Tust du mal ein paar Viecher her. Achtung, Conefire. Bim, bim. Bim, bim, bim. Es schießt zwei zusätzliche Strahls nach vorn. Fast wie eine Art Schrotflinten. Eine Schrotflinten kommt noch von selber, die kann dann auch ein paar andere sagen. Aber siehst du das? So, und diese Module spielen alle zusammen. Wenn ich jetzt mein Ulti aktiviere, dann kommt da nicht ein Strahl raus, der dunk, 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 dunk macht, sondern 3. Verstanden? Crit Chance. Ja, der Level-Up nervt gerade nur, der nervt halt jetzt gerade noch stark. Was ist denn jetzt? Was war denn jetzt los? War der Stream kurz weg? Hallo? Hallo? Ist noch jemand da? Ich kann den Chat nicht mehr. Sagt noch jemand was? Hallo? 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 Alles noch da. Sehr gut. Ich hab grad, da ist gerade gestanden, OBS-Verbindung verloren und dann wieder. Okay, haben wir noch da. Passt. So! Dann gibt es natürlich nicht bloß das eine Modul, sondern da gibt es einen ganzen Pool aus Modulen. Jede Waffen soll, so da habe ich mir das ausgedacht, maximal 30 Stufen haben. Alle 10 Stufen bis Stufe 30 kriegst du auch so ein massives Upgrade. Und die werden auch immer zufällig zusammengewürfelt aus einem Pool von 10 verschiedenen Upgrades. Was du dir da dann zusammenbaust, ist deine Sache. Dann gibt es ein zweites Modul, das heißt Backfire. Was tut das? Schießt gleichzeitig, das hat man jetzt auch wieder nicht gescheit gesehen. Laufen wir mal der 4. Das schießt gleichzeitig, machen wir mal da, dann siehst du gleich, was es tut. Blub, blub, blub. Das schießt gleichzeitig nach hinten und übernimmt natürlich auch gleichzeitig das Conefire und schießt in beide Richtungen 3 Strahls. So der Plan. So, wunderbar. Das müssen wir jetzt wieder ausschalten. Selbiges oder ähnliches, solche Overclocking-Upgrades hat natürlich auch die Granate. Upgrade Modules und zwar auch die Backfire-Funktion. Wirft nach vorne eine Granate, schmeißt es auch nach hinten eine. Ja, das glaube ich ist recht schön zu sehen. Nochmal blub blub. Kommt einfach im 180-Grad-Winkel hinten eine zweite Granate raus. Dann haben wir Modul Double Nade. Was ist das? Es wirft halt einfach 2 Granaten. Funktioniert auch wieder gekoppelt. Also wenn du Backfire hast, dann wirft er auch nach hinten 2 Granaten. Ja, und dann zerreißt halt 2 Granaten. Wunderbar. Dann Module Mining Blocks. Wenn das aktiv ist, ja, das weiß ich jetzt gerade nicht, ob das funktioniert, müssen wir testen. Dann machen die Granaten Schaden an die Mining Blocks. Oh, da kommt der Meteor-Sepp runter. Achtung, wir haben da Granaten auf zu den Mining Blocks. Ja, mein Kruzifix, scheiß Upgrade ab. Gesehen? Au, Granaten liegt oben auf dem Mining Block und dann kannst du Mining Blöcke damit wegspringen. So, dann nächstes Modul. No Fall Off. Der Radius, in dem die Granaten explodiert, je weiter das Viech in der Mitte steht, desto mehr Schaden kriegt. Wenn es ganz am Rand draußen steht, kann es sein, dass Granaten zwar 200 Damage macht, aber ganz am Rand draußen der kleine Zeher bloß eine steht, dann macht es bloß einen. Bei No Fall Off kriegt jedes Viech und jedes Objekt, das da drin ist, von innen bis nach außen den gleichen Schaden. Das bedeutet, wenn da ein Mining-Block auch nur in der Natten ist, dann ist er hier, normal. Und dann kannst du durch die Mining-Blöcke durchfräsen wie ein Vollgas. Na, warten jetzt 4. Viecher wo? Haben wir schon wieder. Oh, da kommt der Boss. Und wir können es auch gezielt wegsprengen mit unserem Ulti. Oh, das soll ich vielleicht einmal da. Da brauche ich aber zuerst blaue Steine. Das Ultimate zu aktivieren kostet blaue Steine. So, spring die ganze Scheiße weg! Spey abgehackt. Warum ist jetzt Spey abgehackt? Infinite Loop Detected und ich weiß wo. Nämlich bei der Wegfindung. Ja, ich wollte euch was anderes sagen. Und zwar das letzte Modul in der Granaten. Jetzt pass auf. Also, das sind jetzt einfach. So weit wird es nicht kommen. Du kannst maximal nur 3 Upgrade-Module in einer Waffe drin haben, die so krass eskalieren. Der Rest von den Upgrades in die Waffen ist immer nur schneller schießen, größerer Radius, mehr Crit Chance, mehr Crit Damage, mehr Fire Rate und so weiter. Aber das letzte Ding, was ich da gebaut habe, das ist ganz lustig, weil das eskaliert ziemlich bei sowas. Das heißt nämlich Cluster. Und dann spawnt die Granaten, lauter kleine Babygranaten. Da habe ich mich sehr gefreut, wie ich das fertig gekriegt habe. Weil das Lustige ist, wie immer übernimmt auch dein Ultimate
dieses Ding. Und wenn wir jetzt da warten und dann noch 5 nachher spawnen, dann explodiert der ganze Bildschirm. Macht schon Spaß. Das macht schon Spaß. Und fühlt sich jetzt schon ziemlich lustig an, muss ich sagen. Ja, genau. Hab ich sonst was gemacht? Den Meteor, den kann ich übrigens auch zum Testen von Hand spawnen, pass auf. Je nach Stage wird er größer und macht mehr Schaden. Meteor incoming, run, Forest, run. Und dann wird er halt ziemlich groß. Ja, und wenn du jetzt da drin stehen bleibst, ist alles tot, was drin steht. Und dann gibt's Upgrades for free. Ich wähle jetzt da einfach irgendwas aus. La la la. Und da kommt der zweite Jahr. Ja, that's it. Für das, dass ich vor 2 Wochen bei 0 angefangen habe, glaube ich, kann man schon mal kurz was herzagen. So. Und bevor ich mich jetzt totlabert, das war's schon. Das wollte ich herzagen. Ich bin sehr stolz drauf. Und ich werde weitermachen. Ich bin motiviert wie seit langem nicht mehr. Und was sind die nächsten Schritte? Die Overclock-Sachen oder die Upgrade-Module, dass man die der Waffen, du hast momentan nicht die Möglichkeit, das selber auszuwählen. Ne? Wenn der Waffenlevel 10 wird, kommt nicht das Menü mit, du hast das Modul und das Modul, Mossfans magst du, aber das gibt's halt noch nicht. Das muss ich halt von Hand da einklicken, das müsst ihr nicht machen, das ist ja klar. Babygranaten goes boom! Und dabei bleibt es erstmal. Ja, also das sind einmal die ersten 2 Waffen. Fertig aus Arme, mehr braucht noch kein Mensch nicht. Was für Waffen noch kommen, ich habe Ideen genügend. Die werde ich mir aus anderen Spielen abschauen. Das soll ja freiwillig, was es ist. Dafür habe ich genügend Action-RPGs gespielt. Ja. Und dann brauche ich einen Gameplay-Loop. Das bedeutet, ein Menü, wo ich auf Start drücken kann, weil mein Planeten aus, auf den ich geschickt wird, zum da umeinander pimmeln, bis ich sterbe. Und die Roguelike-Mechanik stelle ich mir ungefähr so vor. Es gibt noch neben Gelb, Rot und Blau eine zusätzliche Ressource, die ist dann halt Metallschrott oder keine Ahnung. Und den nimmst du mit nach draußen aus dem Spiel. Also wenn du stirbst, dann verlierst alles. Oder Autogenerierung der Map wird nur eine große Hürde. Habe ich mich auch schon befasst damit springe. Ist, wenn ich es mir so vorstelle, dass es so funktioniert, wie es mir denkt, ist es gar nicht so aus. Ist gar nicht so aus. Aber ja, wird nicht ganz einfach. Und ich bin mir noch nicht einmal 100% sicher, ob in DRG die Map random generiert ist. Glaube ich nicht. Aber bei mir muss sie etwas random generieren, weil bei mir gibt es keine Etappen. Du wirst im Spielfluss nicht unterbrochen. Ständig mit Lauf, aussehen und dann in 3 Minuten musst du wieder in deine Heißleine, weil sonst ist Spiel gar. Das halte ich auch für einen totalen Scheiß. Der Basti, neues Mitglied! Welcome to the squad! Der Billinger sagt, yo, DRG ist random. Ja, der Inhalt der Map schon, aber die Form der Map nicht. Und da bin ich mir relativ sicher. Das ist halt immer dieselbe Grundshape, die Map und Grundgröße. Und da werden halt Objekte random drauf platziert. Das ist nicht schwer. Das glaube ich, da die ihr sogar schon hinkriegen, ohne nachschauen. Aber ihr hört einfach auch nicht auf zum Umeinander nein, wenn ich es gnadenlos wegignoriere, gell? Das ist euch scheißegal. Ich lese gleich vor. Im Potato gibt es auch noch eine Map, ja, und das ist quadratisch und da gibt es nichts außer Viecher. Oder der Bernie schreibt, wie machst die Mining-Objekte, dass die respawnen? Zum Beispiel, hast du den Meteor gesehen? Wenn der Meteor einschlägt, macht er alles kaputt, wo er einschlägt. Ob da jetzt was ist oder nicht, ist scheißegal. Und spawnt da neue Mining-Blöcke. Und somit haben wir eine unendliche Loop an Ressourcen, die sich wieder auffüllen. Dann Bosse, die random spawnen, droppen Ressourcen und so weiter. Ja? Das ist dann ein Zusammenspiel aus, du weißt das schon. Ich dachte, das XP-Ding vom Boss so machen, dass es immer das ätzige Level voll macht. Es gibt halt nur ein drittes XP-Pointerl. Eben genau das Spezielle, das zufällig mit einer Chance von 1:5 droppen kann, wenn du den Boss umbringst, das dein aktuelles Level voll macht.
Und die Ideen sind grenzenlos. Herr Bönni schreibt auch, danke für die Info. Ja, es ist nur die erste Idee, die ich hatte. Ja? So, wir sorgst dafür, weil das ist ja, darum gibt es in DRG Etappen. Ja? Du hast nur 3 Minuten Zeit in der aktuellen Welt, den Scheiß zu meinen und dann musst abhauen, wirst im Spielfluss unterbrochen, kannst du im Shop was kaufen und dann lädt sie eine neue Map, wo wieder Mining-Blöcke da sind. Das passiert hier nicht. Ich brauche einen Endloszyklus, der immer wieder Mining-Blöcke spawnt. Und das am besten per Event. Denk mir ich so. Den man noch nutzen kann, um entweder die Viecher umzubringen, der mir vielleicht auch Probleme macht mit, weil leck, Alter, der füllt den ganzen Bildschirm aus, fuck you, ich muss abhauen. Aber dann weiß ich, je größer das er ist, desto mehr Mining-Blöcke spawnt er da hin, wo er einschlägt. Und dann gehe ich wieder zurück aus und kann Gold, Rot und Blau und was weiß ich was alles abbauen. In welchem Artstyle wird das Spiel mal werden? Stylized wahrscheinlich. Stylized bedeutet so Comic aus, so wie jetzt die Textur da am Boden ausschaut. Ja, so wie wir es gesehen haben. So typisch comichaft halt. Das Einfachste ist, nee, aber auf Realismus erstens schmutzt der Rechner. Es hat schon einen Grund, warum die anderen Survival-Likes alle in 2D gemacht sind, weil es schwierig ist, über 100 Viecher darzustellen, ohne dass dein PC die Biege macht. Und mir taugt einfach die zeitlose Comic-Artstyle-Geschichte. Und falls du nicht ein Artstyle, sondern ein Setting meinst, das Setting bleibt Weltall. Du bist ein Marine oder ein kleiner Roboter, wahrscheinlich ein Roboter und pimmelst Viecher über den Haufen. Fertig. Ich freue mich, Bürger, liebe Survivor-Likes. Dann Markus, schaut der Death Must Die, Halls of Torment und Tiny Rogues. Oh, die haben gute Ideen. Death Must Die kenne ich nicht, die anderen beiden kenne ich. Halls of Torment, da war ich sehr enttäuscht, weil die schon drin haben, was ich eigentlich auch als Alleinstellungsmerkmal-Idee hätte. Ich habe nicht gewusst, dass das schon jemand gemacht hat. Hätte mich aber gewundert, wenn es da keiner gemacht hat, nämlich das Item-System. Und sowas werde ich auch am Schluss machen. Und jetzt haust den Like-Button, der kostet IK, merci für den Zwickel. So, jetzt gehen wir nur Donations durch und dann ist Schluss. Cybergamer, merci für den Fünfer. Gibt es dann einen Depth-Counter im Spiel, wenn man stirbt? Es wird kein Blödelbeschiss. Es wird Humor drin vorkommen, aber es wird keinen Depth-Counter geben. Es wird auch kein Oktoberfest geben, es wird auch kein Bier nicht geben, es wird es wird auch kein Fendt nicht geben, die ganze Behinderten-Scheiße wird es da nicht geben. Und passt der Trachtmann in ein Weltraum-Survivor-like, Basti? Ich glaube nicht. Aber danke für deine Mitgliedschaft. Welcome to the Squad. Foxy. Gibt dann aber schon Hardware Raytracing, FSR 3, DLS 3.5, Screen Ambient Occlusion und die ganzen 5 Features wie Nanite, oder? Nanite wird es geben, ja. Nanite ist das Beste, was passieren hat können. Für genau so ein Spiel. Sag ich dir, wie es ist. Hier, Frames zuerst bei 5, Frames dann bei 100. Nanite, geilster Scheiß ever. Geibi, für merci für den Zügel 6, er probiert immer noch. Cybergamer, nochmal merci für den 5er. Gibt's da einen Devcard? Also, du hast zweimal geschrieben. Trotzdem merci. Uzi, Quadruple Game, wär's schon mal keins, sonst wär's der Shop schon fertig und die Texturen als DLC verfügbar. Ja, die ich aus dem Free Asset Shop eingezogen habe. Die verkaufe ich dann als Ding. GM Christian, servus, hab gerade eingestellt, muss aber leider wieder rausschauen. Morgen Nachschauungsquad. Schönen Gruß an den Vergangenheits- und Zukunft GM Christian, an den Manu, welcome to the Squad. Cybergamer, geldgeiler Wichser, danke dir, Mackerl, sind's doch schon 15 Monate, danke für deine 15 Monate. Geil, Biffi, nochmal ungewöhnlich, das habe ich noch gelesen, glaube ich. So, jetzt haben wir's. Ohne Fett, ohne mich. Bürger Space Marine, nein, ich glaube, dass beim kleinen. Ich habe schon ein paar Assets gefunden, die kosten ein wenig was, die haben aber nicht, die haben wirklich nicht teuer. Die haben in der Masse teuer. Die ich eventuell dazu kaufen werde, aber erst das ist das Allerhinterletzte. Erst wenn die Gameplay-Loop funktioniert, wenn alles drin ist, was ich drin habe, wo ich in Version 1. Wenn alles, dann kümmert ich mich drum, wie schaut der Mining-Block aus, wie schaut der Charakter aus, wie schaut das Menü aus. Meinst du, dass ich das Menü so los, wie das da rundherum alles ausschaut? Das sind bloß einfach irgendwelche zusammengeschobener Kastel. Hauptsache der Prozentbalken tut, was er tun soll. Ja? Er füllt sich auf, zeigt den Cooldown richtig an und später brauche ich das dann bloß noch hinschieben, wo ich es haben will und optisch so verändern, dass er halt ausschaut und zu allem passt. Gibt es einen Early Access? Nein. Ach komm, Alter. Was in Gottes Namen machst denn du, Alter? Stream eine gute Nacht, Bürger Snowrunner, passt schon! Alter, es passt überhaupt nicht. Hast du das nicht heute schon mit an?
Alter, please. Please. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du hast heute auch gnadenlos übertrieben, wie so viel andere heute auch. Ich weiß nicht, wie oft heute dreistellig gefallen ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich trifft mir jetzt dann der Schlag, wenn ich nachschaue. Kruzifix. Cybergamer, ich weiß nicht, mit was ich das verdient habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es mit nichts, was ich hier tue, verdient habe. Und auch anderweitig eigentlich nicht. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich danke dir von ganzem Herzen. Es ist gnadenlos übertrieben. Bitte Piano. Weil irgendwann wieder die Kommentare anfangen mit die du nicht da reinnehmen und du machst nicht bloß nur wegen dem Geld und mi. Weißt du, sehr wird leiden. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Danke dir. Es ist sauber krass, Alter. Es ist so viel Geld. Es ist sauber krass. Dankeschön. Auch an alle anderen. Es ist vollkommen. Auch an alle, die im Chat drin hocken und nichts donaten. Wir haben schon Leute gehabt, die rechtfertigen sich bei mir in PNs, wenn sie mir irgendwo schreiben, es tut mir wirklich leid, ich kann nicht donaten, aber ich bin der Größte. Jetzt fangen wir noch an, dass wir uns rechtfertigen, weil man nicht donaten kann, weil man nicht Mitglied werden kann oder sonst was. Da kriege ich einen Vogel. Und das lassen wir bitte. Bussi aufs Nussi. So. Und das nächste, was ich noch sage, ist, wenn du wirst ja keine andere Möglichkeiten haben, weil ich hab's da schon ein paar Mal gesagt, glaube ich. Wenn es schon so eskalierst, und da geht es auch nicht nur darum, eventuell gibt es noch andere Streamer, wo das jemand tut, nehmt den Donation-Link in der Beschreibung her. Da geht es direkt an den Streamer und nicht erst über YouTube. Am Ende, was dabei rauskommt und übrig bleibt, nachdem der Vaterstaat sein Geld bekommen hat, ich rede von Steuern, kommen sie in etwa auf das Gleiche, was sie YouTube nimmt, sparen wir durch irgendeinen Steuerscheiß, weil die schon in die USA abgeführt wird, der Teil, dass das mit einer normalen Donation wieder einigermaßen pari geht. Nichtsdestotrotz verderben sie YouTube mit dem Superchat behindert. Also ihr tät's mir damit nicht weh. Ich glaube, da geht es wirklich um 1% oder so. Das interessiert wirklich keine Sau. Aber so hat der Streamer das sofort auf sein PayPal-Konto und nicht erst nächsten Monat und lauter so Geschichten. Ich bin jetzt nicht davon abhängig, ja, ob ich das jetzt habe oder in einem Monat oder sonst was. Die haben wahrscheinlich Leute, die sich eine Donations kriegen, generell nicht. Ich wollte euch bloß informieren und so transparent sein, wie es nicht gerade irgendwie geht. Keine Ahnung. So. Der Dominik Heigl schreibt, Name wo? Was für ein Name? Ups, das sollte nicht hier rein. Der Bernd, was? Ika! Ja, hat er! Was hat er? Gehen wir dann auf den Planeten Melmark vom Alf. Ja, da geht's los. Sieger hast du Dienst, sonst da das nicht. Ich sag nur Preis-Leistungs-Verhältnis. Das musst du für dich einschätzen. Und das meine ich mit, du wirst schon wissen, was du tust. Ich hoffe, du kannst das leisten. Ich habe keinen Bock, dass jemand schon umeinander struggelt mit Kohle und so weiter. Und ich kenne das Gefühl. Auch wenn es schon eine Zeit nicht mehr so ist, aber ich kenne das Gefühl sehr gut. Und ja, ist wurscht da, dass dann noch irgendwelche Leute im Internet da, kriegst einen 5er, da kriegst einen 10er, da kriegst einen 100er, da kriegst 300, kriegst was weiß ich. Das mag ich nicht. Simoniki! Servus! Sie hat da auf Insta eine Nachricht geschickt. Da bist nicht der Einzige, da schaue ich schon lange nicht meine. Weil ich nur Scheißdrecks-Schrott-Nachrichten kriege. Tut mir leid. Bitte in den Discord-Kommentar reinschreiben. Dankeschön. Gehen wir dann auch auf den Planeten Melmark, das habe ich gerade schon gelesen, gell? Die Alfs essen Katzen, die haben als erster dran. So. Der Bernd schreibt, die Legalisierung ist ja toll und alles für Kiffer, aber aufgrund der Gesetzeslücke gibt es jetzt im gesamten April kein Medicinal Cannabis. Das müssen die Patienten diesen Monat selbst #bezahlen. Ja. Die haben, bevor sie es genommen haben, gewusst, wo sie es herkriegen und wissen es dann noch. Da werden sie schon nicht sterben. Und wer dann, wo kein Kläger, da kein Richter. Ich glaube jetzt nicht, dass Bullen jeden, der sich medizinisches Cannabis besorgt, da verfolgen bis auf den Tod. Ich glaube jetzt nicht, dass die Welt untergeht. Aber ja, ist wieder, das ganze Gesetz ist nicht zu Ende gedacht. Baka! Ich könnte es mir zwar leisten, kriegst aber trotzdem nur 5 Euro im Monat. Das sagt kein Mensch was. Das sagt kein Mensch, sagt irgendwas. Niemand. Ist absolut in Ordnung. Niemand muss das tun. Ich habe noch nie darum gebettelt. Natürlich habe ich mal absichtlich etwas überreagiert drauf, ist ja klar. Ja, wer das nicht gespannt, dem kann ich auch nicht helfen, der ist sowieso lost. Natürlich freue ich mich. Was soll ich sagen dazu? So, jetzt ist es 10 vor 11.
habe ich ein bisschen was gezeigt. Das nächste Mal, wenn ich euch im Spiel was zeige, dann was. Kubala Sepp, du gibst jetzt sofort der Ruhe. Schau, dass du lang gewinnst. Streamende nix ist, doch ist. So, Schluss jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Donations heute. Ich habe gerade die Ansage dazu gegeben. Vielen Dank. Natürlich freut es mich. Da die liegen wir nicht. Was soll das? Trotzdem darf ich es aber immer noch für teilweise fragwürdig halten. Kuss auf die Nuss. Vielen Dank an die ganzen neuen Mitglieder. Das waren halt unfassbar fein. Leck mich am Arsch. Das waren mindestens zweistellig neue Mitglieder. Danke für die Resubs. Triple F für die Moderatoren. SnowRunner ist ein witziges Spiel. Nächsten Montag werden wir das spielen im Multiplayer. Ich hoffe, Sie hatten einen schönen Feiertag. Es war mir ein Fest, ein inneres Blumenpflücken, Sie belustigen zu dürfen, und ich hoffe, Sie hatten Spaß. Danke für Ihren Beitrag im Chat. Danke fürs Zugucken und schöne Grüße an die Bildschirme zu Hause. Wir singen uns am Micker. Was haben wir noch Micker eigentlich? Oh, Valiant Hearts. Auf das bin ich gespannt. Auf Micker bin ich gespannt. Valiant Hearts, da bin ich sehr gespannt. Ja, da habe ich Bock. Und am Freitag bauen wir ein Lego-Gnädel fertig. Darf ich nicht sagen. Entschuldigung, Nippelglitz-Gnädel. So. Und jetzt verpisst euch. So, was machen wir für Abschlussbattle? Ich habe nichts mehr da, wo wir einen Plätzchen bauen können. Schau mal. Kaffeetasse. So, aber so, das müssen wir ausbauen. Da muss ich aber das runter. Ja, gut. Ich weiß was Gutes. Wir benutzen das ja immer als. Warte mal. Head. It's just a head. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Hauen Sie sich hinein. Ich gebe euch jetzt noch schnell ein Abschlussbattle. Hashtag Strapse in einem Triple F mit Moderatoren. Danke für euch. Bis dann. Habe! Scheiße, ich muss ja schauen, wo ich hinklicke am Schluss. Was? So, jetzt. Okay, tschüss.